Alle reden, keiner sagt doch jetzt. Jetzt Sag redet denen mal, jetzt redet wir. So, guten Abend miteinander. Mein Name ist Miriam Weich und das ist der «Jetzt reden wir». Wie heisst du überhaupt zum Vornamen? Das ist dein Podcast, aber Also, ich weiss nicht, wie du heisst. rate mal. Also, Ich habe Herkunft. zuerst gemeint, ich habe «Jetzt reden wir». Ich habe gar nicht richtig gelesen, den Namen. Ich habe gemeint, «mir», irgendetwas mit einem Albaner, weißt du, mit «Jet mir» oder so, irgendetwas habe ich gemeint, heisst es oder so. Ich habe «Jet mir», weißt du, «Jetzt reden wir», habe ich irgendwie «Jet mir» oder so in den Kopf gehabt. Nein. Türkei. Ah, du bist gar kein Albaner, ne? Nein. Das ist alles das gleiche sagen. Türkei, du heisst Hakan, ne? Perfekt. Ja. Ohne Scheiß. Ja, sicher der erste Name. Hier. Alter, so ein Scheiß. Hakan, doch sicher. Ja, Kanyakin, ja, mit dem habe ich auch ein bisschen... Ich habe den einfach gesehen letztes Mal. Ja. Der war bei Schaffhausen Trainer und ich gehe dort ins Gym unten dran. Okay. Und, ist er sympathisch? Nein, ich habe mit ihm nicht geschnurrt. Aber ich glaube nicht, dass die mich sympathisch finden, weil man hat ja die Schweizer Nationalmannschaft angesehen. Eben, ich habe ja vorher meine Nachbarin, die hast du ja auch gesehen. Ich habe ihr gesagt, ich habe einen Podcast, Ah. also Vietnam, nachher habe ich gesehen mit dem Bierweich. Kennst du das? Sie so, nein, ich kenne den nicht. Ich so, oh mein Gott, das ist genau ein Content für dich, weißt du. Habe ich sie ihr gezeigt, hat sich total amüsiert. Jetzt hat er wahrscheinlich einen Follower mehr. Ja, weil so Ältere schauen, manchmal sagen mir so Leute draussen, hey, mein Vater fühlt dich voll oder meine Mutter und so. Ich sage, ja, der ist irgendwie 30 oder so oder 20. Und der Vater fühlt mich. Mir sind auch die Älteren mir folgen, weißt du? Ja. Ja, macht auch Sinn mit dem Content. Wenn du so Hochdeutsch redest, dann merkt man, dass du aus der Schweiz bist. Jawohl, genau so ist es. Und so werden wir auch weiterhin sprechen. Dann können uns nämlich die Deutschen in die Schuhe blasen. Ich spreche Hochdeutsch, wie ich will. Ich vergewaltige diese Sprache. Wir vergewaltigen die deutsche Sprache von A bis Z. Von jedem Buchstaben vergewaltigen wir Schweizer, wenn wir Hochdeutsch sprechen. Und ihr könnt einfach nichts machen. Ihr könnt nichts machen, ihr Arschlöcher. Wie lange machst du Content? Seit genau 2000, wo Corona war, 2020, glaube ich, habe ich angefangen. Dort habe ich angefangen, nichts zu tun, weißt du? Ja. Ich hatte einen schlimmen Verlauf. Habe ich sicher schon oft erzählt. Ja, in ich habe es den ein bisschen Podcast. mitbekommen, ja. Mit Corona, gell? Da, ich habe auch in Reha-Kliniken gehen und so, weißt du? Ja. Zur Rehabilitation. Und dann habe ich nichts zu tun. Ich habe immer die Videos mit dem Filter hochgeladen. Die hast du eben überall aufladen. Aha. Ich hatte Zimmerdings, zum Beispiel Zimmernachbar, so ein älterer Mann. Und jedes Mal, wenn er Therapie hatte, bin ich rein, habe ich schnell ein Video gemacht, aufgeladen. Und dann habe ich mir am Laptop geschaut. Ich so, oh shit, so viele Followers, 1000, 1500 innerhalb von Tagen. Weißt du, am Anfang habe ich das so krass gefunden. Ja. Ist Ja, schon voll. krass. Wie bist du darauf gekommen eigentlich? Ja, ich habe einmal ein Video gemacht, wegen Swiss Meme. Aha. Hat eben das gemacht, hat die Nationalhymne, so ein Schweizer hat das ja, weißt du, den Original, kennst du den? Was der Original? Der Original, wo die Schweizer Nationalhymne, so ein Schweizer, der sie aufnimmt und sagt, schau mal, der Schachtelkopf und so. Aha, ja, doch, sicher, ja. Der Original ist das gewesen, oder? Und dann habe ich den geschaut und ich habe mich jetzt verrissen, mit meinen Kollegen immer so Späßchen gemacht. Und dann habe ich auch mal, ich habe gedacht, ich mache das einfach nach. Weil das ist, glaube ich, genau 2020 ist, glaube ich, EM gewesen, oder so, oder WM, keine Ahnung, was es war. Ich glaube eher. Ah nein, 2020 war genau nichts, wegen Corona ist es ausgefallen. Aber irgendwie das Qualifikationsspiel und ich habe dann die aufgenommen und gesagt, hey, schau mal, ich habe genau 1:1 das Gleiche gemacht. Auf meinem Privataccount. Und dann ist es irgendwie gelaufen. Ich habe 100'000 Aufrufe oder so gehabt. Letztes Mal. Jetzt, ich kenne Leute, die löschen die Videos, wenn es nur 100'000 Leute, 100'000 Views haben. Oder? Ah, was? Aber ich habe gedacht, krass, Alter, hure viel und so. Aber auch Hate-Nachrichten. Ich fick deine Mutter und so, hat mir ein paar geschrieben. Du Hurensohn und so. Ausländer sicher. Ja, Oder ja, Schweizer. ja, logisch, nein. Eben. Die eine Schweizer, ja, hat recht und so, weißt du. Und eigentlich war das gar nicht meine Intention, weißt du. Mir ist das scheißegal. Ich habe einfach den nachgemacht. Ohne überlegen. Ich habe einfach den nachgemacht, weil mich verreist, wie ein Schweizer so ein Rassist kann sein, weißt du. Ja. Aber du bist ja selber Ausländer, oder? Du bist ja Also meine Italiener. Mutter ist schon Schweizerin, aber mein Vater ist Italiener und ich habe zuerst Italienisch gelernt, weißt du. Okay, Ich habe perfekt Italienisch auch. warte, jetzt Ja. rate ich deinen Namen. Hast du einen Italiener? Casorelli, ich heiße Mirko Casorelli, oder? Ah, Das ist kein Mirko. Schweizer Name. Okay, ja. Eben, und jetzt ist immer am Laufen die Anzeige. Jetzt, ich darf noch nicht sagen, wegen dem Spieler, weil ich als Anwalt, eigentlich kann ich heute sagen, Eben, ich habe ein ja. Anwaltsschreiben bekommen, dass ich irgendwie gesagt habe, dass er mich angezeigt hat, aber das stimmt gar nicht. Eben, das sehen wir dann vor Gericht, darf ich aber alles reden. Okay. Das ist ein offenes Gerichtsverfahren und ich kann dann alles, ich kann Medien kommen und so. Also für die Leute, die es nicht checken, oder? Du hast das Video gemacht und nachher ist eine Anzeige ins Haus geflattert. Wegen Hass und Und nein,
Rassismus oder Ja, genau. Und was ich eben absurd finde, ein Bünzli zeigt mich an, der nur mit Ausländern aufgewachsen ist, mit Albanern, Serben, vor allem Balkanregion, egal, Afrikaner, alles, bin ich aufgewachsen und wir machen immer Späßchen und dann eigentlich Schweizer fertig gemacht. Immer Schweizer fertig gemacht. Ich darf das, ich bin ja selber halber Schweizer. Ich habe meine Mutter gesagt, ja, Käse und so die ganze Zeit, weißt? Und gelacht und so. Und nachher werde ich angezeigt wegen Rassismus von einem Schweizer, das habe ich einfach nicht gecheckt. Ja, glaube ich. Ich habe es bis jetzt nicht begriffen, ich check das nicht. Alter. Es geht nicht in meinen Kopf hinein. Was war deine Intention gewesen? Oder was denkst du, was ist... Wo ich das Video gemacht habe. Nein, was ist seine Intention gewesen? Also denkt er wirklich, du bist ein Rassist? Ist es einfach, ich kann es, darum zeige ich ihn an? Ah, von Ihnen die Intention? Von Ihnen? Ja, Sie wollen das Zeichen gegen Rassismus setzen. Dann sollte es aber irgendwo anders anfangen. Ja, eben, und Sie setzen es bei mir setzen. Das macht gar keinen Sinn, weißt? Wenn du mit mir jetzt redest, du hast mich jetzt das erste Mal gesehen, hast du das Gefühl, ich bin ein Rassist. Nur schon, wie ich schnurre, das macht gar keinen Sinn. Schon nur deine Videos. Also wenn Ja, ich deine das ist Videos so. anschaue, dann weiss ich, es ist so ein Teil Satire, es ist so ein bisschen ironisch, muss nehmen, eben auch so ein bisschen übertrieben, den Schweizer Akzent reinhauen. Ja, ich verstehe schon, weißt, wenn du nur das erste Mal nur das Video gesehen hättest, dort, wenn ich vor dem Fernseher stehe, du siehst mich gar nicht, dann kann ich es schon verstehen. Ja. Wenn du Schweizer Nationalmannschaft bist, grosse Dings in der Schweiz, oder, dann schaust du wenigstens Scroll, schau 1, 2 andere Videos Ja, noch, weißt? voll. Oder wenigstens, wer ist der Typ? Einfach anzeigen, ohne nichts. Weißt du, was ich meine? Und das geht jetzt noch. Also das ist noch nicht fertig, eh? Das Nein, Verfahren. eben nicht. Jetzt bin ich aussagen im Mai oder so. Und eben, das ist eine komische Sache, weil die sagen, ein Spieler sei zu ihnen gegangen, das melden und der Spieler sagt, das stimmt nicht. Und das ist ein bisschen komisch. Und das tue ich dann dort auch erwähnen, weil das ist mega komisch. Weil der Spieler sagt, nein, das stimmt nicht, ich feiere seine Videos, ich finde es lustig. Okay. Aber er weiß nichts davon, aber ich habe schwarz auf weiß, wo drin steht, dass er das ist melden. Und das stimmt nicht, sagt er und sein Anwalt. Okay. Und das ist mega dubios halt. Das stimmt etwas nicht. Was Ja, ist das? ja, irgendwie. Ich könnte ja nicht einfach einen Namen sagen von einem Spieler. Ja, voll. Dann haben sie einfach etwas erfunden in dem Fall. Das geht nicht. Darum wehre ich mich. Aber sie zahlen mir auch einen Anwalt. Weißt, ich habe Free Speech Union, ist so eine Vereinigung, die setzt sich für mich ein und zahlt mir den Anwalt. Sonst hätte ich einfach Buß gezahlt und Scheiße. Also es ist ja eigentlich, es braucht ja wie einen Kläger, oder? Und wahrscheinlich haben sie das, also sie hätten einfach ein Zeichen setzen gegen Rassismus. Also haben sie gesagt, wir sagen jetzt einfach deinen Namen, dass einfach ein Kläger dort steht. Für mich tönt es recht aus, also recht dubios. Aber das darfst du ja nicht. Also Ja, er darfst hat mich nicht. ja dann nicht angezeigt. Ich muss ihn eben immer wieder wiederholen, wegen dem der Anwalt eben das geschrieben hat. Die Anzeige ist vom SFV, vom Schweizer Fußballverband, oder Okay. nicht vom Spieler selber. Okay. Aber im Bericht steht auf den ersten 2, 3 Seiten, steht, dass der Spieler dort an ist und das gemeldet hat. Und den Namen das ist erfahren wir spätestens beim Verfahren selber, weil dort darf ich ihn sagen. Und Bus hast du auch noch reingedruckt bekommen. Ja, voll, da habe ich ja GoFundMe gemacht und sie haben mir gespendet. Und wie viel ist Bus, darfst du das sagen, oder? Ja, das war alles in der Zeitung und so. 3100, glaube ich. Und wenn ich es nochmal mache, 10.800. Und jetzt sind noch 500 Stutz Verfahrenskosten noch dazugekommen. Wo ihr könnt meine Eier lecken könnt. 500 Stutz. Ich putze mir meinen Arsch mit 500 Stutz. Ihr sind, ja, nicht wegen zum Flexen oder Nein, sonst irgendetwas. also. Das ist ein Schweizer Fußball, weil viele sagen mir, ja, die brauchen Geld und so, aber das ist nicht wegen dem. Weißt, die machen das Testspiel mit Werbung, die kommen Millionen über. Ja. Oder? Dort reden wir von Millionen. Was wollen sie mit meinen 3'000 oder 10'000 Stutz? Weißt? Das ist ja nicht wegen dem. Sie wollen einfach gut dastehen, zeigen, hey, wir sind gegen Rassismus, aber wieso zeigt man das nicht irgendein Albaner von den Dings? Weißt, der müsste ja rassistisch finden und nicht irgendein Bünzli, der dort schafft. Ja, Der sicher. Pressesprecher Arnold zum Beispiel. Der ist der Typ, der das in den Weg geleitet hat, der auch im Fernsehen gegangen ist und es krass fühlt. Und das ist der grösste Bünzli. Das sind genau die Bünzlis, wo, wenn es Weihnachten ist mit dem Fondue-Gäbeli, sind sie dort am N-Wort droppen und so, weißt du? Ja. Glaub mir, das sind genau die. Und nachher lacht die ganze, ja, der Jugendkopf und so. Das sind genau die, Alter. Und du willst mir sagen, wo ich mich über die Leute eigentlich lustig mache, willst du mich anzeigen? Weißt du, was ich meine? Ich habe lange im Gefängnis gearbeitet. Ich sage dir, ich habe auch extrem viele Sachen erlebt. Eben vor der, also wenn es auf die Zeitung ist oder vor anderen Leuten immer, ja, nein, es ist miteinander, dies, das. Aber wenn dann mal die Bürotür zu ist, genau die, die du sagst, genau. 100%, ich Dann kenne es ja. hat's N-Wort oder eben der Jugo und dies und das, dem drucken wir jetzt richtig eins rein. Ja, voll. So Sachen. Das ist schon krass. Weißt, und viele sagen mir auch Schweizer, was falsch verstehen. Sie sagen, ja, du hast recht, sie sollen endlich die Hymne singen. Aber mir ist scheißegal, Alter.
Die haben es eben auch nicht gecheckt. Es checkt gar niemand. Ich glaube, jetzt langsam schon. Darum bin ich ein paar Mal im Podcast, Zeitung, Aussagen. Aber trotzdem checkt es trotzdem die Leute nicht. Weißt? Du musst immer wiederholen, weil das ist ein Thema, das wichtig ist. Weil wenn die Leute denken, du bist ein Rassist, das ist nicht, weißt, das ist nicht gut. Ja, Vor allem meine Frau, ich muss jedes Mal erwähnen, sie ist dunkelhäutig. Nachher sagen die Leute, hey, schau, wie peinlich, er muss sagen, dass seine Frau dunkelhäutig ist. Sie ist sowieso Lightskin. Nachher schreiben wir sogar Screenshots, schickt es mir, sie ist ja gar nicht dunkel und so. Weißt, aber man sieht sie ja, sie ist ja dunkelhäutig. Nachher schreibt sie, ich sage, hey, schreib ihm schnell, und dann dass er das Profilbild sieht. Weißt, meine Tochter ist mal heimgekommen von der Krippe und hat gesagt, andere Kinder haben gesagt, ihre Haut sieht aus wie Gacki und so. Weil sie halt ein bisschen dunkler ist, oder? Und dann sollte ich Rassist sein, es macht ja gar keinen Sinn. Weil sie haben dann gesagt, ich tue dunkelhäutige Spieler anzoomen. Und das stimmt gar nicht. Das ist jetzt auch im Bericht neu hinzugedichtet. Dass ich jedes Mal, wenn ein Schwarzer kam, bei der Hymne, habe ich ihn angezoomt und gesagt, das ist eine gefürchtige Gestalt. Ich bin alle Videos nochmal anschauen und ich habe es bei den Weissen gesagt. Gefürchtige Gestalt. Und angezoomt. Ich habe gar nicht angezoomt, das stimmt. Ich habe alle Videos sind beim Gerichtsverfahren, die haben sie mir geschickt. Die sind alle online. Ich habe keinen schwarzen Spieler angezoomt. Einfach etwas erfunden, irgendetwas, dass ich sie anzoome. Ja, und wenn ich ihn anzoome, was ist denn? Dann habe ich etwas gegen Schwarze. Ja. White Power oder was? Ist es aber nicht auch so Leute, die so nichts zu tun haben, vor dem Bildschirm sitzen und sich einfach so ihren Selbsthass auf dich rühren? Ja, das könnte ich verstehen, wenn es jemand ist, der einfach scrollt, irgendein Teenie oder irgendein 20-Jähriger, ein Arbeitslos. Aber das ist der Schweizer Fußballverband, der mir das vorwirft. Nicht irgendeiner, der einen Joint raucht und da irgendwo scrollt durch TikTok. Weißt? Das ist der Schweizer Fußballverband mit Anwalt und Anwalt, der mir das androht. Weißt? Ja. Aber ich meine jetzt auch all die, die sagen, ja, deine Frau ist gar nicht schwarz, die ist nur Lightskin, Aha. und da hast du anders und dort hast du anders. Das ist doch so... Ich sage dann amigs, ja, es ist chinesisch weiß. Weißt? Es spielt auch eigentlich gar keine Rolle, dass man das überhaupt erwähnen muss. Aber leider muss ich es ja erwähnen, weil sogar im Fernsehen haben sie gesagt, im SRF ist es auch gekommen, dass ich schwarze Spieler anzoome und so. Es macht null Sinn. Ich hänge es mit Afrikanern, ist mir egal, Chinesen. Weißt du, und ich muss dann eben... Leute sagen mir, wieso tust du dich rechtfertigen, aber ich kann nicht einfach sagen... Manchmal sage ich, ja, ich bin Rassist, extra aus Spass. Weißt? Ja. Ja, es ist ja auch, eben, die Leute können das ja nicht nachvollziehen, weißt, wenn du in der Öffentlichkeit bist und das die ganze Zeit abbekommst. Und ich glaube, das ist eine riesige Welle, die nachher kommt. Irgendwann, es geht ja auch an die Substanz. Verstehst du? Ich habe auch eine Kollegin, zum Beispiel, die recht bekannt ist, und die Kollegen, die greifen sie an mit die Elena Miras, kennst du vielleicht? Ah, ja, meine Frau hat immer das geschaut, da haben wir manchmal geschaut, ja. Weißt du, die beleidigen sie aufs Übelste. Ich bringe dein Kind um, die Leute Ja, voll krank, voll krank. Die Leute den Dings an, man, den Kesp, dass die auf ihr Kind schaut und so. Und dann denkst du dir auch, Alter, Mann. Die Leute, ja, schau doch auf dein Leben, weißt du, was interessiert dich das Leben? Das ist eben, weil die sind frustriert und sie sehen, jemand hat nicht mal Erfolg. Ich würde gar nicht sagen, ich habe einen riesen Erfolg. Ich finde einfach, für mich habe ich Erfolg, dass ich nicht als Angestellter arbeiten muss. Aber die einen triggert das voll. Extrem. Die denken, hey, schau mal, der kann aufstehen, wenn er will. Also kann ich nicht wegen dem Kind, aber ich könnte. Oder bei ihr, bei der Elena Miras. Die hat, ja, ich finde auch nicht alles gut, was sie gemacht hat. Die Ausraster im Fernsehen und so. Weißt du, was ich meine? Aber ich muss ja nicht alles gut finden. Die finden vielleicht auch nicht meine Sachen gut. Weißt? Ja, eben. Aber sie hat halt Bekanntheitsgrad, sie hat sehr wahrscheinlich Cash, sie lebt gut. Und die Leute tun wegen dem, weil sie jemand ist, das machen. Eben, genau. Wenn sie jemand wäre, könnte sie ja gar nicht das ja, machen. Genau, aber hure krank, nein, das haben sie bei mir zum Glück. Mit Kind, außer der eine hat mal im Live gesagt, er bringt meine Tochter um und so Zeug. Also, also hat es geschrieben oder er hat Nein, mit dir er hat live und wir haben eine Screenaufnahme geschickt und alles. Ja, was hast du gemacht? Hast du eine Anzeige? Ja, eigentlich willst du ihn umbringen. Weißt? Sagen wir es mal. Der Ja, erste Gedanke, der dir kommt, sagen wir mal Real Talk, du willst ihn umbringen. Aber schlussendlich, was bringt das? Ja. Jeder sagt, wenn mir das jemand meinem Kind sagt, ich bringe ihn um, oder? Jeder würde das sagen. Ja, sehr wahrscheinlich. Als erstes. Aber ob es du dann auch machst, wenn es so weit ist, weil das ist irgendein psychisch kranker Sieg. Im TikTok Live, weil irgendjemand, früher habe ich TikTok Live gemacht, wenn jemand höher in der Rangliste ist, dann sagst du das, aber der ist voll verrupft. Ein Junkie ist das gewesen, weißt du. Ich habe ihm einfach gesagt, ich so, schau, sag's nicht und so weiter. Und fertig. Was will ich machen? Ich bringe ihn um zum Beispiel und nachher gehst du in Haft.
Und nachher bist du mehrere Jahre weg. Und das Kind sieht dich Ja, nicht. Was das Kind bringt hat auch das? nicht davon, ja. Irgendwann bist du eben erwachsener. Früher wäre ich sehr wahrscheinlich anders gehandelt. Ich kann aber auch nicht sagen, ich hätte dies und das gemacht. Du musst es machen, nicht nur reden, weißt? Aber schlussendlich bringt es nicht. Du musst das ausblenden, vor allem wenn du Reichweite hast. Hast du ab und zu so Leute. Haben wir auch schon viel geschrieben. Ich fick deine Mutter, du Hurensohn und so, wegen Rassist. Weil sie denken wirklich, ich bin Rassist. Am Anfang tust du immer dich rechtfertigen, nachher irgendwann, es gibt Blockfunktion. Ja. Mit der Zeit lernst du damit umgehen, weißt? Aber ich habe nicht so viel. Ich habe nicht mehr so viel Hate, so vorher wenig. Aber ist es nicht so, dass es vielleicht ein paar Tage gibt, wo du es besser kannst und ein paar Tage, voll. oder? Eben, es ist nicht so, jetzt habe ich es Weniger Tensions, erlernt und jetzt Nein, das tangiert ist es genau mich so, nicht wie mehr. du sagst. Es ist schon, ein paar Tage bist du dünnhäutiger, Leben läuft Ja, vielleicht ist so. nicht richtig. Ja, du pennst die ganze Nacht nicht, bist gereizter, oder? Ja, klar. Und dann kommt so eine Nachricht, fuck dich ja voll Ja, ab. manchmal schreibst du dann schon, ja. Ich schreibe schon nicht, du Hurensohn und so, weißt du? Ich bin auch jetzt älter geworden und so. Manchmal, ich denke immer noch, ich bin 20 und so. Aber manchmal, ja, ich weiss, was du meinst. Ja. Es ist schon so, nein, du kannst nicht jeden Tag. Wir sind nicht Maschinen, weißt du? Ja, eben. Auch die in Social Media, die nachher vorne durch sagen, ja, das macht mir nicht aus, irgendwo triggert es einem schon leicht, muss ich Ja, schon zugeben. Fix. Ich finde das, also jeder, der sagt, das Vor allem triggert mich Dummheit nie. triggert, weißt du? Ja, normal. Normal. Ja. Du das deine Kunst auch ein bisschen beeinflussen, wenn du Sachen siehst, dass du irgendwann denkst, ey, weißt du was, scheiß einfach drauf, ich mache einfach gar nichts mehr, Mann. Ist eh alles falsch, was ich mache. Ja, So ja, ein bisschen- bei mir sowieso. Bei mir ist sowieso. Egal, was ich poste. Ich habe Videos über Schweizer Fußballnationalmannschaft gemacht, Frauen. Nachher Misogynie haben sie mir gesagt und so. Ich weiß nicht mehr, wie man das. Gott sei Dank weiß ich nicht, wie man das richtig ausspricht. Frauenhasser bin ich geworden plötzlich. Nachher habe ich gegen ich habe nicht einmal gegen LGBTQ, ich habe einfach lustige Videos mit LGBTQ gemacht. Bin ich homophob geworden plötzlich, nachher bin ich homophob geworden. Dann bin ich schwulenfeindlich geworden. Dann, was bin ich noch? Eben Rassist. Egal, was ich mache, ist nicht gut. Schlussendlich. Manchmal habe ich keine Lust mehr auf Social Media, aber ich habe keine Lust, um irgendwo wieder normal zu arbeiten und angestellt zu sein. Weißt? Du musst halt mit dem klarkommen. Ich mache halt ein bisschen spezielleren Content, sagen wir so. Nicht wie alle anderen. Viele trauen sich. Ich will nicht sagen, die sind... sie trauen sich nicht, weil sie nicht Kooperationen verlieren wollen. Ja, fix, das ist es, ja. Weil viele, die ich kenne, haben diese Meinung. Also ich will jetzt nicht sagen, mit den Leuten, die ich hänge, auch die ich nur ab und zu höre, so Influencers, wo ich gar keinen direkten Kontakt habe, nur über DMs, sind voll meiner Meinung und voll gegen den Scheiß, ganze LGBTQ-Müll und so. Ich gehe immer bei einem Schwulen kochen, oder? Mache so Kochshow. Der findet das auch voll durch, das LGBTQ-Zeug und so, weißt du. Also was findest du denn genau durch? Oder Was ich dort nicht gut finde beim LGBTQ, finde ich das Überzeugen. Du willst mich überzeugen von deiner Meinung. Ja. Das ist das Gleiche wie die Zeugen Jehovas. Ja. Nur weil die bei mir kommen, Leute Zeugen Jehovas und ich sie wegweise, heisst ja das nicht, dass ich gegen ihre Religion bin und ihre Religion so verschissen Ja, finde. voll. Aber sie wollen mich überzeugen dort an, weißt? Wenn sie dann anfangen zu schnurren, dann fängt es mich an zu stressen. Ich sage dir zweimal, ich bin nicht interessiert, dann hör auf, ich respektiere das. Weißt, wenn ich dir zweimal sage, ausser du bist 2 Meter breit, dann auf Anabol nimmst du mich am Hals und sagst, hey, jetzt sag, dann sage ich, okay, Entschuldigung. Aber eben deine Fresse, Alter. Wenn ich sage, weißt du, mit dem LGBTQ, das fängt dich an zu triggern, sobald du Kind hast. Ja. Wenn ich kein Kind hätte, ja, lebt doch, fickt euch in den Arsch, macht was ihr wollt, ist mir egal. Checkst, aber das Problem ist, dass das voll normalisieren und so. Und das regt mich Okay, auf. das fuckt dich Und ab, meine ja. Tochter, sie fängt an Fragen zu stellen, checkst? Und das geht ja immer in Richtung Sexualität. Und Ja, ja. sie ist 6, meine Tochter. Was will sie für Sexualität? Sie weiß nicht mal, wie sie entstanden ist und so. Ich finde das einfach voll fehl am Platz. Und ich sehe eben auch so mega viele Content Creators, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, so 2 Väter, die einen Sohn haben. Hast du die noch nie gesehen? Ey, ich habe nur etwas gesehen, zwei Väter, die einen Sohn haben, die ganze Zeit Bilder gemacht, Videos gemacht, sie haben es adoptiert und irgendwann haben sie sich an dem Kind vergangen. Das habe ich gesehen. Ich weiß nicht, Ah, nein, ich meine nicht den. Ja, Meinst du nicht hure krank. den? Ja, also sorry, dort- weißt Nein, ich meine nicht einmal, ich gehe nicht einmal so weit. Nein, es ist, wie sie ihn schminken und sie tun ihm extra Sachen zeigen. Hey, spielen die Buben mit dem. Die Buben können auch das anlegen, Röckchen und so, weißt du. Und der ist jetzt ein Kind, der ist vielleicht 6, 7. Und stell dir vor, von dir gibt es solche Videos im Internet. Und in der Schule hätten es dir nachher gezeigt. Ja. Was wäre passiert? Ich bin verprügelt worden. Eben, du Gecancelt wärst, worden. obwohl du gar nicht dafür kannst, Ja, oder? voll, voll. Und eigentlich du gar kein schlechter Mensch bist und so.
Aber eben, und stell dir vor, die wollen das eben normalisieren, nur weil sie das so machen. Ja, die geben einem Kind etwas oder so Gedankengut, wo sich das Kind aktuell gar nicht damit beschäftigen muss, auch nicht sollte. Verstehst du? Ja, bin ich das, bin ich das? Das Kind sollte einfach leben und Gell, Kind ich sein. kann ja selber entscheiden. Aber. Voll. Wenn er will, nachher eine Frau sein, okay. Ja. Aber für mich, meine Meinung, du bist ja immer noch ein Typ. Du verkleidest dich einfach als Frau, checkst? Wenn ich jetzt mich an Fasnacht gehe, bin ich früher als Spider-Man oder so gegangen, dann bin ich ja nicht Spider-Man. Bin ich dann Spider-Man, oder was? Nein, ich habe mich ja nur verkleidet. Aber nachher, unter der Dusche verkleide ich entweder habe ich ein Dings oder ich habe keinen. Aber es gibt solche, nachher kommen, die ganzen Sachen habe ich schon durchgespielt, weißt? Dann kommen die einen kranken Leute, ja, aber es gibt es weiter und so. Ja, das gibt es. Für die ist es auch berechtigt, aber das ist so ein kleiner Prozentsatz. Genau. Es gibt auch Leute, die nur einen Arm haben. Die kommen so auf die Welt, aber ich kenne nicht so viele, die nur einen Arm haben. Ja. Checkst, die so auf die Welt gekommen sind. Und wegen dem muss ich nachher auch meinen Arm abschneiden, oder was? Oder meine Tochter sagen, es ist halt so, wir haben 2 Hände, wir haben 2 Füße, wir haben einen Schwanz, wir haben eine Fotze. Sorry, wenn ich so schnurre, aber es ist einfach so, weißt, das stresst mich so, das scheiß Thema halt. Und nachher schauen sie das Zeug, nachher schreiben sie wieder homophob. Nur weil du deine Meinung hast und du hast gar keine freie Meinungsfreiheit, gibt es in der Schweiz definitiv nicht. Weil ich habe durch das, dass ich nur meine Meinung so gesagt habe, mit viele Firmen nicht mit mir arbeiten. Weißt? Ja. Ja, aber das glaube ich. Also, du bist schon jemand, der ein bisschen aus der Reihe tanzt von den Influencer. Das merkt man auch. Du bist so ein bisschen einfach eben. Einfach Ich würde gerne noch offen. viel mehr. Rein. Ich muss jedes Mal, wie oft sagen mir Kollegen, hey, heb deine Fresse, jetzt wahrscheinlich auch, wieso hast du das gemacht? Aber ich finde, es gibt, weil es nervt ja die ganzen Leute. Aber wieso dürfen sie es nicht dazu sagen? Du musst ja nicht sagen, du Scheiß, Transe und die beleidigen. Ja, und ja, so. voll. Ich finde, ich habe gar kein Problem damit. Ich habe sogar letztes Mal Leute gesehen, die halt so trans leben und so. Weißt? Ich hänge jetzt nicht mit denen, aber sie können ja leben, wie sie wollen. Ja, Das fix. ist doch mir scheißegal, aber er muss mich ja nicht überzeugen. Genau. Aber ich finde, weil sie uns überzeugen, will ich auch die überzeugen vom Normalen. Vom Hetero sein, Mann und Frau, und Kind zeugen. Und nicht, dass das Ganze jetzt das normal wird im Reagenzglas. Oder ich habe Netflix-Serie letztes Mal gesehen. Was war das? Das war ein Trans zum Beispiel. Ist alles schön, ist kein Problem. Aber nachher ist irgendwann eine Szene gekommen. Er hat sich ausgezogen und so. Und ich mit meiner Frau am Schauen. Und nachher geht er irgendwie auf alle 4 vorne runter. Und die andere Frau tut ihn irgendwie Finger oder so. Voll krank. Ich will das gar nicht sehen, Alter. Ja, eben. Ich will das gar nicht. Das ist ein Mann. Also, sorry, ich darf das. Wenn du das gerne hast und so wie Sinanji hat auch gerne Dildo im Arsch und so. Der ist sowieso der grösste Abschwung. Ja, weißt du, aber das ist ja kein Problem. Du kannst ja das normalisieren, dass jetzt ein Mann. Keine Ahnung, ich bin voll immer noch verstört von dieser Szene. Ich krank, Alter. Ich finde, wir sind irgendwo an einer Zeit angekommen, wo du gar nichts mehr sagen darfst. Du darfst nichts mehr sagen, jeder fühlt sich gerade angegriffen, jeder ist gerade offended und attacked. Und ich finde, dass du so Randgruppen das Gefühl musst geben, dass alle so sind, finde ich voll verkehrt. Ich habe auch nichts gegen Schwule, gar nicht. Mach, was du willst, bums, wer du willst. Also, mir ist das wie egal. Aber hör auf, mir zu erzählen, dass das Norm ist. Norm ist das nicht. Nein, Norm ist es nicht. Aber die kommen dann immer wieder mit dem Argument, Tiere, in der Tierwelt gibt es das auch und so. Ja, es gibt 2 Hasen, die sich in den Arsch ficken. Mein Kollege 2 Hasen gehabt, wir haben uns verrissen. Weißt? Aber sie können sich ja dann nicht fortpflanzen. Wenn das alle würden machen, dann gibt es ja nachher gar keine Menschen mehr. Oder mit dem Identifizieren. Du kannst dich identifizieren als Frau. Ich kann ja nicht jetzt mich identifizieren, als dass ich schwarz bin. Wenn ich dir jetzt sage, ich bin schwarz. Oder ein Chines. Und nachher glaubst du mir das? Ich sage, ich identifiziere mich als Chines jetzt. Ist mir scheißegal. Was bringt mir das? Ja. Ich kann ja für mich denken, dass ich ein Chines bin, ist ja schön. Aber wieso muss ich alle davon überzeugen, dass ich ein Chines bin? Ist das nicht von USA, dass es immer so überschwappt? So das Land Ich glaube, dort fängt es so ein bisschen an. von den Vollidioten? Aber heute mit Social Media ist halt das überall. Eben, es schwappt einfach viel schneller rüber. Aber ich meine, dass du dich jetzt es hat ja auch irgendeinen Fall gegeben, dass ein Typ, der ein Sexualstraftäter ist, sich bevor er in die Kiste gekommen ist, sich als Frau... Sogar. Geil, ja. Und dann ist er ins Gefängnis und hat sein Unwesen dort selbst weitergetrieben. Geiles Sicht, ja. Genau. Aber weißt du, das ist das eben.
dass man nicht an das Du denkt. kannst das. Und, Ja. das Gesetz sagt sogar ja und so. Es macht ja gar keinen Sinn. Es ist ja offensichtlich, dass er es ist so verblöd. Wenn du einen gesunden Menschenverstand hast, du weißt, das ist einfach nur Müll. Halt. Ja. Und Ich meistens sag sind nochmal, das Leute mit Psyche, wo jeder hörst von denen, also nicht, ich kann nicht alle in einen Topf tun, aber 95% nimmt irgendwelche Antidepressivas oder ist irgendwo ein Psychiater. Das ist immer so. Also meistens so. Eben, ich sage auch, es gibt sicher einen kleinen Prozentsatz, wo du, wenn du im falschen Körper geboren bist, aber eben, das Aber du ist bist vielleicht im falschen 0, Körper. etwas, verstehst Du du? kannst ja nicht im falschen, du fühlst dich einfach im falschen Körper. Du denkst, ey, ich wäre eigentlich lieber eine Frau. Ja. Oder ich sage auch, ich habe meinen Kollegen gesagt, ich wäre lieber schwarz. Afrikaner. Weil ich werde immer rot, Alter, in der Sonne. Dann mit diesen kleinen, grossen Schnäppeln da, oder? Ja, dann wäre ich lieber ein Afrikaner. Oder? Hey, nein, Alter. Aber ich bin ja dann kein, Alter. Ich bin weiß, Alter. Nur weil ich jetzt gerne schwarz zum Beispiel wäre, es geht nicht. Ich bin weiß, Alter. Und akzeptiere es einfach. Fertig. Wenn du dich nicht selber akzeptierst, der beste Spruch, dann kann ich dich auch nicht akzeptieren. Ja. Schön Abend, Alter. Wenn jetzt ein Schwarzer kommt und sagt, ich bin weiß, sage ich, ja, okay, Bro, geile Sache, was willst du machen? Ja, du kannst, ja, es ist auch gleich, wenn du dich selber nicht lieben kannst, kannst du auch nicht andere lieben. Und es gibt so viele Leute da draußen, die keine Selbstliebe haben. Und darum finde ich auch, das hängt so weit zusammen, dass die den Hass nachher einfach unkontrolliert im Internet einfach verteilen. Jeder bekommt etwas ab. Ja, eben, egal. Und eben, wenn du Social Media machst und du nicht checkst, dass du ein bisschen... Ich checke übrigens gar nicht die Reichweite, die ich habe, weil ich sage immer, ja, ich habe wenig. Ich finde gar nicht, dass ich so viel Reichweite habe, aber schlussendlich eben schon jetzt eben bei dieser Thronfolge da. Du kennst den Podcast von diesen zwei. Also Ich habe dort ein Video gemacht, ich aber, weiß nicht, hast du das gesehen? Ich habe ein Video gemacht, wo ein 20-Minuten-Artikel ist gekommen, das Slut-Shaming irgendetwas ist gestanden. ja, ich habe dir, glaube ich, kommentiert, wir Ah, reden. sogar. Eben, und ich habe einfach das Wort Slut-Shaming. Ich so, was ist das, Alter? Slut, habe ich immer gemeint, heisst Nutte. Oder nachher ich so, Nuttenshamer. Habe ich einfach das Wort übersetzt. Nuttenshamer. Und dann habe ich es in ChatGPT gegeben. Was ist Slut? Und dann ist gestanden, billige Frauen. Dann habe ich noch gesagt, billige Frauen. Und dann habe ich die getroffen am Influencer Award. Ist die eine zu mir gekommen, die Karin. Welche ist das? Die Blonde? Die, die glaube ich, ein beiden. bisschen kleiner ist. Okay. Oder jünger. Eine ist blond. Ich glaube, eine ist blond. Nicht beide braune Haare. Keine Ahnung. Ja, ist ja gleich. Ich habe mir eben gar nie die Podcasts. Ich schaue mir den Scheiß nicht an. Für mich ist es. Also ich bin Heteroman. Mich interessiert halt das nicht, weil ich sehe immer die Ausschnitte und es ist nur oft Squirten, Schwänzlutschen und so weiter. Ja, es ist recht ein... Dürfen sie ja alles sagen, was sie Ja, wollen. aber es Und ich muss habe dir einfach gefallen. gesagt, ich finde es nicht so gut. Ja. Jetzt ein bisschen besser, schöner ausgedrückt. Aber ich habe nicht gesagt, die scheiß Schlampen reden so scheiße und so. Weißt du, das habe ich nicht gesagt. Aber eben, die Wörter sie alle umtrüllen und sich als Opfer darstellen. Weißt? Und ich habe nur gesagt, billige Frauen. Slut heisst billige Frau. Ja, Weil ist Slut ja. im ChatGPT Ja, ist gibt. ja nichts Und anderes. sie hat gesagt, ja, du hast uns gesagt, wir sind billige Frauen. Und so, nein, Alter. Kommt sie mir mit Relevanz, wir haben Relevanz mit 2 Awards gewonnen. Und das war ja mein Punkt gewesen. Dass so jemand, der über Schwänze schnurrt, über Squirten, ins Gesicht squirten und so Zeug, gewinnt den Award. Also warte, sie sind jetzt beim Influencer Award auf dich zugekommen und Ja, hat nur gesagt, eine, die eine und die die andere eine- nachher auch von hinten. Ja. und hat gesagt, wieso du sie als billige Frau betitelst. Genau. Sie sagen die Leute, die Relevanz hätten, wir haben 2 Awards gewonnen. Haben sie Ja, also die eine hat das nachher noch erwähnt, die andere hat das nicht erwähnt, wo mir reden. Die andere hat das noch erwähnt, eben sie haben Relevanz, aber ich habe ja gar nie gesagt, sie haben keine Relevanz. Und das ist gar nicht gegangen. Keine Ahnung, wieso sie das muss erwähnen. Keine Ahnung. Und der Hamza Raya schon neben mir gewesen, er hat sie dann auseinandergenommen. Ich bin gar nicht mehr zu Wort gekommen. Ich kann nicht mal reden, weißt du. Ja. Ja, und eben, mir geht es darum, ich kann jemanden, die einen werden cancelled, wenn sie irgendwelchen Content machen, wie ich jetzt zum Beispiel, so, dass ich in die Rassismus-Schiene reinkomme. Ich würde den Award geht mir so am Arsch vorbei. Ich kann den nicht gewinnen. Ich mache zu, mein Content ist nicht so hochwertig. Teilweise schon, teilweise nicht. Aber das, wenn jemand über... Ich stelle mir vor, wir sind jetzt in einem Podcast und reden über Fotzenlecken. Ja, genau. Und das alles umkehren, dass wir einer Frau ins Gesicht spritzen. Und weißt du, es tönt so hart, das Thema, wie wir jetzt da reden, aber die reden genau so. Das finde ich eben auch, ja. Das ist eben auch Aus Frauensicht, aber das ist dann wieder normal. Aber wenn ein Mann das dann sagt, Genau.
Aber ich will das gar nicht. Ich will gar nicht über so ein Thema reden. Ja. Ich bin verheiratet, ich bin ein normaler Mensch. Plus, minus normaler Mensch. Ich sage nicht, sie sind nicht normal, aber ich finde das einfach... Ich will nicht, dass meine Tochter so einen Scheiß schaut, Alter. Was ist denn für ein Jahrgang? 86. 86, ja. Ist einfach, eben, es ist ein neuer Zeitgeist, glaube ich. Und es ist so, umso mehr du Es sind auch kannst... viele Jüngere, die das nicht... Nein, eben, ja. Aber die sind dann wahrscheinlich mit, keine Ahnung, haben grosse Brüder oder sonst etwas und anders aufgewachsen. Die eine ist sicher auch so, die sind alle über 30 und so. Die sind, glaub, schon über, die eine ist, glaube ich, jünger, die andere ist schon über 30 und so. Aber sie können ja das machen, Das ist ja ist der kein Zeitgeist, Problem. aber, weißt du, Alter. das ist der Aber Zeitgeist, du der kannst, ankommt heutzutage. ja, aber sie dürfen ja das machen, ist ja kein Problem. Aber man muss ja mit Hate können rechnen, dass jemand, oder Hate, einfach mit, dass Kritik. jemand das nicht so gut findet. Ich komme auch Kritik über. Du sagst, ja, jeder, der in der Öffentlichkeit steht, kommt Kritik. Aber die können nicht mit Kritik irgendwie umgehen, keine Ahnung. Ja. Ich habe ihnen angeboten, ich gehe bei ihnen im Podcast. Das wäre schlecht für mich. Weißt, die denken sicher, ja, ich will von ihnen Reichweite und so. Ich habe genug Reichweite über andere. Weißt? Ich scheiße auf Reichweite. Weißt? Aber das ist schon so, dass wenn Frauen etwas sagen über Männer eben in dieser Richtung, wird das eher eben belächelt und haha Ja, und cool. Aber wenn wir jetzt einen Podcast, wie du gesagt hast, machen Weißt du, wie würden, schlimm? wir wären, ey, du wärst morgen in der Zeitung. Ja, und das finde ich voll. eben auch so. Wenn man von Gleichberechtigung redet, dann redet wirklich über Gleichberechtigung und nicht einfach die Vorteile der Männer haben, aber meine behalten. Ja. Verstehst du? Was hat sie geschrieben? Sie hat nachher am Kollegen geschrieben, weil er ist reingegangen, weil der Hamza ist reden und er hat dann gesagt, hey, schau, lass mit mir reden, oder? Und sie hat dann geschrieben, was hat sie gesagt? Ah, das Wort kommt mir nicht in den Sinn. Ah, Zivilcourage. Dass er Zivilcourage gezeigt hat. Wie wenn der Hamza sie vergewaltigt hätte oder geschlagen, weißt du? Alter, er ist nur reden, gell? Er hat einfach seine Meinung und hat sogar Ja. gelacht. Und sie kommt nachher, weißt du, das sind solche Frauen, die voll auf Feminismus raus sind und so. Eben, das Wort Misogynie, kennst du das, oder wie das heißt? Voll krank, Alter. Weißt du, das ist, wie würde ich ein Frauenhasser sein, wenn ich eine Frau habe? Und ich habe 2 Töchter. Meine Mutter ist ja auch eine Frau. Ich müsste ja schwul sein und mit einem Mann wohnen und Frauen verachten. Aber ich tue doch nicht eine Frau heiraten und so. Ich check das nicht, Alter. Die schauen immer nur ihre Sicht an, aber die Logik blendet sie einfach aus, weißt du? Ja, so wie es gerade mir in die Karte spielt. Ja, und sie hat mir eben dann gesagt, du Hass schüren und so. Dass ich gezielt mache, dass nachher die Leute kommentieren, Kommentare schreiben und dass mein Ziel ist, dass die alle schreiben, hey, die scheiß Nutten, Fotzen, Hass schüren, weißt, dass sie sich umbringen am besten. Das ist wahrscheinlich so ein Scheiß, Alter. Ja, eben, ich sage nochmal, wir sind in einer Welt, auch, wo du einfach deine Meinung nicht sagen darfst, ohne dass du gerade angegriffen wirst. Ich habe letztes Jahr auch einen kurzen Ausschnitt, genau mit diesem Satz. Einer schreibt mir gerade, krass, kannst du dich einfach nicht kontrollieren, du kannst einfach nicht mal irgendwie nett sein oder so. Da habe ich gesagt, es geht doch gar nicht um das. Und wirklich den Satz mit irgendwie 17'000 Schreibfehler gemacht. Dann habe ich geschrieben, du musst erst mal Deutsch lernen, bevor du etwas kommentierst, Mann. Aber weißt du, was ich glaube auch, wieso zum Beispiel das mehr durch die Decke geht oder die mehr Fame bekommen als jetzt vielleicht die Videos, die du machst, ist, glaube ich... Aber das spielt mir gar keine Rolle, weißt du? Nein, ich sage nicht, dass es dein Ja, ich Ding weiß, ist. aber ich weiß. Aber wieso es so ist, weil die Leute, wenn einfach ins Internet gehen, also zum Beispiel der Kollege von mir gesagt, der Loco, der Musiker, vielleicht kennst du ihn. Ja. Er hat mir gesagt, Bro, dein Content ist ab und zu, du musst in den Spiegel schauen, wenn du die Teufel-Folgen anschaust, eben mit was uns alles krank macht. Die Leute wollen das gar nicht sehen, weil die Leute wollen das Internet und wollen einfach leichte Unterhaltung. Die wollen den Tag ausblenden und einfach, wie soll ich sagen, nicht manipuliert. Ja, aber die einen wollen schon auch geschuckt werden, weil das ist alles Dopamin, weißt du, du schaust... Ja, sicher. Nachher squirten irgendetwas, schaust eher, hey, was schnurrt die, weißt du, dann schaust eher, auch wenn es sich... Eben, genau, das ist es. Die wollen einfach leichte Unterhaltung. Aber wenn du jetzt darüber redest, wenn du Satire machst und, keine Ahnung, eben die Fußballer aufnimmst, so etwas sagst, man muss ja nachdenken, verstehst du? Wenn man den Content anschaut, muss man nachdenken. Wie meint er das? Und dort kannst du einfach zuhören und ein bisschen lachen und gut ist. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Weil dein Content ist nicht immer Unterhaltung. Es ist auch mal in den Spiegel schauen. Bei mir ist alles ein bisschen, weißt du. Eben, ja. Einmal das, einmal mache ich lustige Videos, einmal Telefonjokes habe ich gemacht. Ja, mit dem Filter, mit der Statue, immer verschiedenes Zeug, oder? Das ist das Beste. Das ist auch durch unseren Kollegenkreis wie so ein Fegefeuer. Ja, im Corona und dann ist der Filter plötzlich verschwunden.
Ah, darum hast du ihn nicht mehr genommen? Ich habe noch Nein, gedacht, darum wieso habe ich hat mich er- auch gezeigt. Hure viele gesagt, ja, schade, dass ich dich zeige. Ich so, ja, zahlst du meinen Lohn, weißt du? Mit Filter habe ich Schade, nicht hast können dich Geld gezeigt. verdienen. Ja, mega viel. Ja, schade, dass ich dich gezeigt. Was Ja, ein was soll ich machen? Bastardspruch. Ja, aber weißt du, ich habe mich müssen zeigen, wegen ich hätte können für Firmen Werbung machen und so, aber es hat mega oft am Anfang nicht geklappt, weißt? Weil, wie willst du das mit dem Filterkopf machen? Ja. Ich kann ja nicht immer mit dem, du musst manchmal Städte sein und das Produkt werben, weißt du, so. Das geht ja nicht, nur mit dem Filter. Und plus ist dann der Filter sogar einfach verschwunden von TikTok. Und dann habe ich eben, bin ich fast gezwungen gewesen, mich zu zeigen. Ich habe dann andere versucht, aber es ist nicht das Gleiche. Ja, voll. Jetzt ist wieder ein ähnlicher, jetzt habe ich fast wie der OG-Filter. Ich mache trotzdem manchmal mit dem Filter. Und viele sagen, ja, früher hast du mit dem Filter, ich habe nie aufgehört mit dem Filter Video machen. Jede Woche kommt Minimum ein Video mit dem Filter. Ich habe nie aufgehört, Content zu machen. Seit 2020 habe ich habe noch nie, seit ich das mache, eine Woche nichts gepostet. Okay. Das hat es noch nie gegeben. Was hast du davor geschafft? Ja, zuerst 13 Jahre, eben, das ist eben auch so etwas. Mir sagen viele Leute, geh mal arbeiten und so, weißt du. Und das sind meistens Leute, wo ich den Vater von ihnen sein kann. Oder die, die selber noch nie geschafft haben. Ich habe 13 Jahre erstens beim Restaurant geschafft. Nachher habe ich Burnout bekommen, aber ich habe das nicht ausschreiben lassen, weil du kannst, wenn du Burnout hast, gehst du in eine Reha-Klinik und so. Weil ich musste immer arbeiten, weißt, von morgen bis am Abend und so. Und nachher habe ich einfach den Job gewechselt, dann bin ich in der Zügelfirma noch ein Jahr gearbeitet, dann im Callcenter. Dort habe ich angefangen habe die ersten Kontakte mit Social Media, weil ich habe wie ein Schweizer geschnurrt am Telefon. Ich habe Salt-Handy-Abos verkauft, dann habe ich immer gesagt, grüezi wohl, mein Name ist Eckischwiller. Ich rufe an, wie wir unsere Handy-Abos in Aktion haben zum halben Preis. Da haben wir fragen, ob sie eventuell zu uns wechseln wollen. So, ich habe sehr viel verkauft. Kannst du die fragen dort? Hure authentisch. Stell dir vor, so ein Schweizer läutet dir an, du kaufst. Aus Weißt du, Respekt wie viele hätte ich Tage gekauft. Leute? Eben, ja. Und sehr viele, hey, machen wir einen guten Business oder guten Tag, mein Name ist dieser. Weißt du, dann kaufst du eher weniger, oder nicht? Ja, Weil plus, 100%. du läutest von irgendeiner 079-Nummer an, weißt du? Und dort habe ich dann angefangen, so einen Filter zu nehmen mit Schnauze und mich so aufgenommen, wie ich die verkauft habe. Weil die haben sich alle verrissen dort und haben gesagt, hey, du musst unbedingt, immer haben sie gesagt, ich muss YouTube machen oder Social Media einfach. Und dann habe ich das gemacht, aber nur auf Instagram eben hochgeladen, das war mein Fehler gewesen. Weil das mal im 2020, also das war 18 gewesen, aber da habe ich eben das ein bisschen gemacht und dann habe ich wieder aufgehört, weil es den Filter nicht mehr gegeben hat. Und hätte ich das dort auf TikTok hochgeladen, dann wäre ich glaube schon früher viral gegangen. Glaube schon. Weil auf TikTok ist es mega einfach, können früher viral gehen. Aber jetzt auch nicht mehr so, gell? Jetzt ist ja du kannst ja zahlen jetzt. Ich Jetzt kann, kannst du ja ja, zahlen. die wollen jetzt, glaube dass du zahlst. Aber ich habe zum Beispiel auf Instagram viel mehr Aufrufe. Ja. Viel mehr. Ich habe so und so viel, ich habe 37'000 Followers. Und ich habe Minimum Instagram 37. Ja, ich habe den ganzen Account aber verloren. Am 21. Oktober. Warte mal, was haben wir heute? Jetzt haben wir, glaube ich, Der 20. Genau vor einem Jahr. Ja, ich weiß es noch genau, weil ich habe 37'000 Follower und habe die verloren. Einfach den ganzen Account. Ja, ich habe wegen Urheberrecht, ich habe ein Video genommen, wo einer aus dem Bach so trinkt und dann habe ich so, da bin ich im Bach piss. Sie haben mich gemeldet, die Fotze. Und wegen Nationalmannschaft habe ich SRF-Logo so aufgenommen. Und dann bin ich von UEFA und so gesperrt worden. Ich weiß auch nicht. Von UEFA ist immer gestanden. 3-4 Mal. Das sind mehrere, etwa 4 Mal. Und dann ist mein ganzer Account irgendwann bin ich einfach nicht morgen. Ich so, fuck, Alter. Wenn du lebst von dem und du verlierst den ganzen Account, ist hart. Und ich bin sogar am Influencer Award nominiert gewesen und so. Okay. Letztes Jahr. Und dann hatte ich irgendwie 100 Followers gehabt. Ich so, fuck, Alter. Jetzt habe ich wieder 37'000 wieder erreicht. Aber es ist gut, alle die sind weg. Und jetzt habe ich die neu nochmal aufbauen auf Instagram. Okay. Super. Weißt du, die auch das fühlen. Ja. Aber mir schauen, glaube ich, auch viel zu, die denken, was ist das für ein Spaß? Weil manchmal habe ich viele Views, weniger Likes und so sehe ich. Viele Teilungen. Ja, das habe ich auch die viel. schicken und sagen, hey, schau, der Spaß. Aber die checken, das ist ja gut. Weißt? Ja, ja, also eben. Das ist eben gut, wenn Leute auch das verschicken und sagen, hey, schau, der 100%. Spaß. Oder auch wenn sie kommentieren, schau der Bastard an und Die so. Likes bringt dir nicht, aber die Views, wenn du ein Produkt musst verkaufen musst, Ja, auf die Views drauf an. Weißt? Aber ich habe dann schon Videos, die gut laufen. Aber ich habe meistens Videos, die gut laufen, wo ich selber gar nicht... Ich mache oft Videos, die ich gar nicht lustig finde selber. Okay. Mega oft muss ich das machen, leider. Aber weil du einfach weißt, dass das ankommt? Nein, weil... ja, ich weiß, dass es ankommt, Okay. aber es ist halt, die verlangen das von mir. Okay. Weil wegen dem folgen sie mir ja. Ja. Weil Nationalhymne,
3-mal lustig gefunden, nachher ist es immer Ja, das Gleiche. nachher ist es ja irgendwann ausgelutscht. Aber jedes Mal. Mach, nachher mache ich, nachher läuft es wieder. Ich check's auch nicht. Jedes Mal. Dann tue ich wieder irgendeine Joghurtsoße, sage ich dann einmal, und dann komme ich wieder Anzeige über. Wegen? Ja, sie haben mich ja angezeigt, eben wegen Joghurtsoße. Aber ich habe zum Beispiel am Jakin ja gesagt, Kebabverkäufer. Ja. Du bist ja Türk, hure schlimm. Ja, Alter. hure Der schlimm. sagt Kebabs. Wow. Schau, er hat die Haare mit Joghurtsoße geschleckt und so. Wow. Alter. Das ist eine Anzeige. Ja, das steht auch in der Anzeige drin, ja. Schau, weißt du, was mich so aufregt? Schau, ich habe auch lange Zeit im Gefängnis gearbeitet. Einfach. Ich war in der Geschäftsleitung. Ich habe heute eine Nachricht gelesen, dass irgendein Typ, sorry, voll andere Dings jetzt, Ja, schon gut. dass ein Typ jahrelang, ein 53-jähriger Mann, Kinder aus der Slowakei bestellt hat, Was? sie sexuell missbraucht hat. Weißt du, was er bekommen hat? Jahrelang, he? 4 Jahre. Und 29'000 US. Ich würde das nicht einmal annehmen, wenn ich zum Beispiel der Eltern wäre, weißt du? Was willst du mit dem? 29'000 Verfahrungskosten, die er hat zahlen musste. Und er hat jahrelang Kinder zwischen 7 und 9 mit Vermittlern zu sich rufen lassen. 1-2 Tage sind die Erwachsenen auch dort, hat er sie weggeschickt, hat das Kind vergewaltigt, missbraucht und dann wieder zurückgeschickt. Nach so 4 einer Jahren kommt- kann er wieder raus. Ja. Voll krank. Was denken sie denn? Er macht nachher nichts mehr. Ja, ich habe es gelernt. Ja, genau. Ja, er ist voll krank. Ich habe ja auch so ein Video gemacht, wenn du auf mein TikTok-Profil gehst, habe ich es angepinnt. Oben, wo auch eine in der Krippe hat er ein Mädchen irgendwie 3-jährig oder so, glaube ich, oder 5, fotografiert, gefilmt und so und eben sich befriedigt und alles. Und das hast sogar Videomaterial. Ja. Und er hat nicht mehr in Haft und so. Er ist nicht ausgeschafft worden, weil er integriert ist. Was für integriert, Alter? Du bist doch nicht das heisst Integration, oder? Das war Ja. ein Deutscher, weißt du? Ja. Das Einzige, was bei Boah, solchen die Leuten können musst machen, durchdrehen, du musst ihn kaputt schlagen, seine Eier abschneiden. Und das Maul in den Und Druck ins Maul, das ist genau, es ist einfach so. Das ist das, was sie verdienen. Weil in dem Moment, nachher tun sie wie das Opfer dort vor dem Gericht fahren, aber wenn er vor ihr steht und ihr den Schwanz ins Gesicht hat, sorry, wenn ich so schnurre, aber das ist die Realität, die Härte. Aber dann denkt er das, glaube ich, nicht, weißt du? Wie krass, ich finde einfach, wie Voll krass muss unser Rechtssystem funktionieren, dass so etwas 4 Jahre bekommt. Und wenn du eine Raubkopie oder so machst oder Ja. sonst etwas, bekommst du 10 Jahre über. Eben, Tschüss, Alter. ist einer umgeflogen, oder? Ich schwöre, keine Ahnung, ob das verreckt. Ja, eben, ich habe dann ja eigentlich mehr Busse bekommen, als der Typ, der hat irgendwie genug Tuung müssen zahlen, ich weiß nicht, auch etwa so um die paar Tausend Stutz. Ja, Und die verlangt von mir 10'000 Stutz, weil ich ein Video mache vor dem Fernsehen. ja weil ein So, weißt du, der Kebabverkäufer Vergleich sagt. Ja. macht ja gar keinen Sinn. Ja. Check ich nicht. Und in Deutschland kann der Bushido irgendwie rappen, er bringt Politiker um und dann sagt er, das ist künstlerische Freiheit Ja, und das ja, ist dann gut. Ja, voll. Check ich auch nicht. Ja. Dort nimmt es auch nicht so ernst, ich komme auch nicht raus. Keine Ahnung, Alter. Aber du machst nur das, gell? Du machst nur Social Media. Und das verdienst auch genug, dass du kannst, Ja, so, sag jetzt mal, weißt, so 2 es Kinder ist- kannst ernähren. Ja, es ist viel Arbeit eben. Weil viele denken eben, es ist nur. Aber das nur ist eben mega viel Arbeit, weil ich schaffe jetzt insgesamt mehr. Weißt, mit dem Kopf bist du immer dort, weil du hast nicht am 25. hast du deinen Lohn. Und du weißt genau, ich komme jetzt 5'000 Stutz über, das ist mein Budget. Nein, du musst die ganze Zeit. Das Problem ist, auf Instagram musst du ja unten dran stehen, deine Zahlen. Und du siehst, wie viel du in den letzten 30 Tagen, was für Aufrufe du hast und so, oder? Und die musst du ja dann vorweisen, oder? Ja. Also, nicht, also bei den Firmen. Die fragen mich, wenn irgendeiner mit mir schafft, ich muss ihm Story-Views schicken, ich muss ihm Views schicken. Und wenn ich keine Videos poste, habe ich keine Views. Und vor allem, wenn ich wenig poste, habe ich auch wenig Views, weil das summiert sich. Weil wenn ich pro Post, habe ich sicher etwa 50'000 Aufrufe auf Insta, oder? Wenn ich 30 Posts mache im Monat, 30 mal 50'000, wenn ich 10 mache, ist ein riesiger Unterschied, weißt du? Ja. Aber du musst immer, das ist voll der Stress. Du musst immer wieder etwas finden und wieder etwas machen. Du bist immer dran, weißt du? Und nachher läuft mal das Video nicht, nachher sagst du, fuck, Das ist Alter. gerade wieder ein Druck. Und bei mir war es mega schlimm, ich hatte ja keine Kooperationen mehr, wegen der Anzeige. Vor allem, weil ich bei der Zeitung, das war überall und so. Und die Kingfluencers haben nicht mehr mit mir arbeiten. Das sind Influencer. Kingfluencers ist, wie sagt man dem? Die dich vermitteln, um Werbungen machen, weißt du? So Okay. zum Beispiel mit denen, Migros und so Zeug. Okay. Weißt, und die haben nicht mehr mit mir zusammenarbeiten, haben sie mir einfach geschrieben.
Sie haben mir eben eine Woche davor noch geschrieben, ich soll die neuen Zahlen schicken. Und nachher habe ich es geschickt. Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben gesehen in der Zeitung, wir können mit dir zusammen arbeiten. Dann habe ich ihnen geschrieben, ey, aber es ist ja noch nicht mal fertig, der Fall. Es ist immer am Laufen. Sie haben mir gar keine Antwort mehr Nein, gegeben. es juckt es gar Nicht einmal. Wenigstens schreib mir, nein, du Nuttensohn, ich will mit dir nicht arbeiten. Dann sage ich, okay, kein Problem, aber Bro, Ja. ich bin ja nicht einmal ein Rassist, denkst du doch, weißt du, schau doch, es ist ja noch am Laufen, das Verfahren, sag mir doch wenigstens. Komplett cancelled, weißt du. Das ist schon krass, ja. Das spricht auch Band über über unsere Gesellschaft. Wegen dem, du kannst nicht pennen nachher. Ich habe teilweise nicht einmal 1000 Stutz im Monat verdient. Ja. Weil ich habe Live-Zeug gemacht. Ich habe ja Live-Matches gemacht, direkt Titelseite 20 Minuten. Hast Kinder abzocken, haben sie geschrieben, dass ich Kinder abziehe. Ach, du bist Obwohl ich etwas Legales mache. ja, Es ja. ist Macht ja legal. jeder. Hat ja jeder gemacht. Also Ja, hat 1000 viel Leute gemacht. Nein, aber viele die einen haben es nicht nötig gehabt, haben es dann eben voll sich gesagt, es ist Spass, wenn wir live machen und so. Alles Leute ohne Kind meistens, die selber gar keine Kinder. Weißt, mein Kind kann nicht meine Kreditkarte. Jetzt ist das Thema das ist gar nicht mehr so aktuell, weißt. Aber sie kann nicht mein Handy nehmen und im TikTok live hineingehen. Das ist eine ältere Sache. Ich habe nie ein Kind gesehen, das dort spenden ist. Weißt du, was ich meine? Ja, eben. Und wenn, dann hast du vielleicht 100 Stutz. Wow. Von diesen 100 Stutz bleibt dir nachher 30 Stutz übrig oder so, weißt du? Ach so. Wo du bekommst. Ja. Und dort habe ich eben recht viel verdient. Sobald du ein bisschen Erfolg hast, in 20 Minuten eben mich gefragt, ich habe alles ausgesagt. Ich so, ja, ist gut. Und nachher am Morgen schreiben sie einfach einen Titel Kinder abzocken, weißt du? Ja, es verkauft sich Und halt das ist besser. einfach, und das ist etwas Legales. Weißt du, sehr viele haben mich gehatet, viel. Aber es ist etwas Legales, es ist nicht einmal etwas Illegales, weißt du? Ja, und ich hasse so Leute, die Kinder in die Welt setzen und dann Verantwortung jedem anderen geben. Der Influencer, der Ja. Lehrer. Diesen Genau. Kollege, ist dein Kind, schau auf das scheiß Kind. Ausser dort kommen wir beim LGBTQ-Thema, ist es eben schon, das ist eben schon, weißt du, wenn es in der Schule anfängt zu kommen und so, ich habe eben gehört, ein paar haben mir dann geschrieben, dass sie in der Oberstufe und so, zum Beispiel ein schwules Pärchen kommt und denen erzählt, was sie so machen. Aber ich will das auch nicht, dass sie das von einem Hetero-Pärchen gehört, weißt du? Nein, das sind einfach gewisse Sachen, die einfach den Eltern obliegen, wenn und wie sie das am Kind Genau, das erzählen. die haben eben, aber in der Schule ist es eben, ja. Zeig dir wieder in der Schule, wie du kannst mit deinen Emotionen umgehen, wenn es dir schlecht geht, dass du nicht in Ja, die Depression gehst, wie du kannst Steuererklärung Ja, machen, voll. wie du die richtige Krankenkasse auswählst. Ja, eben, das ist sowieso das Thema, wo ich auch voll dagegen bin. Also eben, das ganze Schulsystem ist immer noch genau gleich wie früher. Das macht gar keinen Das Sinn macht mehr. null Sinn. Nein, da kann ich auch mit dir eine Folge über 5 Stunden machen. Ich habe keinen Lehrabschluss, gell? Ich habe noch nie eine Lehre gemacht. Immer haben mir nachher meine Verwandten gesagt, also in Italien nicht, die wissen nicht, was Lehre ist, aber in der Schweiz, ja, der hat mal Lehrabschluss oder von den Kollegen und so. Ich bin einer der Einzigen gewesen, dort, der keinen Lehrabschluss hat. Aber für was brauche ich jetzt einen Lehrabschluss? Ich habe immer gesagt, für was brauche ich das Scheiß? Mein Vater hat auch keinen Lehrabschluss gehabt, er hat 3 Restaurants zusammen gehabt, miteinander einmal, und er hat keinen Lehrabschluss gebraucht. Für was? Ich sage nicht, macht keine Lehre, aber schlussendlich kannst du auch leben ohne Lehrabschluss, weil es ist einfach ein Papier nachher, was du hast. Ich kenne sehr viele, die Lehre haben und nachher finden sie gar keinen Job mehr. Ich kenne Leute, die studiert haben, Ja, die über 30 sind. Die haben jetzt das ganze Leben verpasst. Ja, Sie haben genau. kein Kind, sie haben nichts, sie haben studiert. Sie haben nicht einmal einen Job. Und finden nicht mal einen Job, weil Ja. der Job irgendwie am Aussterben ist Genau. oder KI das übernimmt und so. Ja, voll. Ich verstehe dich, es ist gut, wenn du eine Lehre hast, dass du mal etwas in der Hand hast, aber es ist nicht, wenn du keine Lehre hast, bist du nichts nutzt. Es gibt auch andere Wege, Genau. Wenn du willst, mach eine. das Wenn du Ziel nicht willst, erreichen. mach keine. Ja, fix. Ja. Ich sage meiner Tochter schon jetzt, meine Frau ist aber nicht so 100% meiner Meinung. Ich so, wenn du nicht willst, das machen, mach es nicht in der Schule. Ist mir scheißegal, ob du musst das auch nicht machen. Ich sage ihr auch, sie muss keine Lehre machen, wenn sie das nicht will. Weil, oder der ganze Scheiß, den ich dort gelernt habe früher, ich habe genau meiner Mutter gesagt, ich mache den Scheissdreck nicht. Ich gehe in die Schule und gebe das Zeug leer ab, Algebra und so. Ich habe Prüfung, ich habe extra das nicht gemacht, ich habe mich krass gefühlt, das ist eigentlich dumm, weißt? Das ist eigentlich voll dumm. Und dann bin ich raus in den Küngel rauchen und so. Und ich habe das nicht ab. Ich habe gesagt, ich brauche den verdammten Drecks-Algebra später nicht. Und ich habe recht gehabt, ich brauche es nicht. Wenn irgendjemand, ich weiß nicht, für was Algebra brauchst, aber für was gibt es Buchstaben und Zahlen, das mit A2 und so. Mich hat das so nicht interessiert. Wieso muss ich das machen? Weißt, du musst Leute fördern, wo sie stark sind. Nicht, wo sie Schwierigkeiten haben. Ich kann nicht einem Fisch sagen, gang Marathon, er soll dort gut werden, wenn er immer übt. Zum Rennen. Er kann nicht rennen, er ist ein Fisch, Alter. Er kann nicht. Bro, schau, aber du, in der Schule lernst du nicht, blöd gesagt, das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig. In der Schule lernst du einfach Kopf runter, Fresse zu
und in einem System funktionieren, dass du einfach die generieren, die Arbeiterklasse dort. Ob es dich juckt oder nicht, du musst es einfach machen. So lernst du schon in Kinderjahren, auch wenn du später arbeiten tust, du musst es einfach machen, damit der Kohle auf dem Konto ist. Ob dich Algebra juckt oder nicht, also um das geht es gar nicht. Die können uns viel geilere Sachen beibringen, anstatt «Wenn ist der Rechnen Napoleon?» allgemein. Rechnen, ja, genau. Was juckt mich doch nicht, Der was der Napoleon. gemacht hat. Und jetzt, er hat das, ich frage ChatGPT, jetzt haben wir sowieso, Jetzt haben in wir der Schweiz haben wir mal gesehen, sie würden noch nicht das einführen, dass künstliche Intelligenz würde einführen, aber du musst künstliche Intelligenz in die Schule einführen, weil es ist jetzt der Anfang und es ist schon mega weit entwickelt. Das stell dir vor, in 10 Jahren, wo KI wird sein. Ja. Es ist, weißt du, es wird, meiner Meinung nach wird sowieso irgendwann das verwendet auch für Krieg und so, weißt du. Weißt du, das ist das, was ChatGPT ist, das, was sie uns zeigen. Es gibt auch, ich sage das sind wie vielleicht eine Verschwörungstheorie, aber es gibt viele Sachen, die wir noch gar nicht wissen. Das ist ja das, was wir jetzt sehen, KI. Aber KI ist sicher schon viel, viel weiter ausgereift. Weißt du, was ich oft denke? Dass wir selber KI sind. Ich sage das mir. Stell dir mal vor, wir sind selber durch KI generiert. Alter. Ich habe mir mal die Frage gestellt. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker. No. Ich hasse auch Leute, die sagen, die Erde ist flach und so, ist sie rund und so, weißt? Die sind für mich einfach die haben halt nichts Gescheites zu tun, auch wenn sie dreieckig ist, scheiße. Aber stell dir mal vor, weil ich das jetzt sehe, denke ich das. Weil ChatGPT haben wir jetzt seit, dass es so vorgeschritten ist, seit 1-2 Jahren, oder? Ja, ich glaube nicht einmal. Ja, Eben. so 1-2. Ja, voll, doch. Aber stell dir vor, wie sieht das aus in 100 Jahren? Ja. Und die Welt gibt es schon mega lang. Und wie lange haben sie gebraucht? Von Steinzeit bis zum Radarfinden haben es mehrere tausend Jahre oder so gebraucht, glaube ich. Und jetzt geht es, weißt du, schnell. Ja. Wo ich klein war, hat es nicht einmal Handys gegeben. Ja, eben, ja. Und ich bin ja nicht so alt, weißt du? Ja. Wo wir auf Oder- Internet-Patent gekommen sind, sind wir 1000-mal Ja, du schaust PS2-Grafik und so, Ja. weißt du? Ja, Und das ist ja gar nicht so lange her. Und das ist schon krass. Und stell dir vor, es gibt hat schon irgendwie vor das geht, Zivilisation, die die Welt erschaffen hat. Ich habe zu viel Keanu geschaut, glaube ich. Aber es ist krass, Alter. Wenn du nur das mal überlegst, Ja. dass du selber KI bist und so, das ist schon krass, Alter. Ich glaube es schon nicht, weißt du, aber Es ist einfach ein nur der interessanter Gedanke. Gedanke. Ja, interessanter Gedanke. Ja, ich glaube nicht alles. Es hat in einem Ort in der Türkei, Göbekli Tepe heisst er. Ja. Dort ist eigentlich bewiesen worden, dass es Zivilisation schon viel länger gibt. Was haben sie nachher gemacht, die Behörden? Haben gesagt, es darf nicht mehr weiter graben werden. Wieso? Weil nachher das ganze Konstrukt von der Religion ja runtergeht. Ja. Ja, aber Religion ist eigentlich auch etwas, wo ich mich nicht so äußere, weißt du? Ja. Aber Ah, ich schon. weißt du, weil Religion, ich bin Christ, oder? Ich habe auch christliche Dinge, aber ich gehe jetzt auch nicht jeden Sonntag in die Kirche und so. Aber ja, weißt du, wie das kommst du ein bisschen über, aber also ich nehme mir egal, Bibel, Koran und was gibt es noch alles für Bücher. Schlussendlich, ich glaube schon an Gott, aber wer hat das Buch geschrieben? Ja. Das ist nur ein Buch, wo Sachen drin stehen und ich bin einmal in U-Haft und dann kommst du die Bibel über, je nachdem was, oder den Koran oder was auch immer. Habe ich den Anfang gelesen und dann kommt dort Arche Noah und so. Aber wenn ich mit gesundem Menschenverstand eben, erstens mal Dinosaurier werden gar nicht erwähnt, aber es ist offensichtlich, dass es mal geht, weil man Knochen gefunden hat und alles. Die hat es gegeben. Wieso wird die erstens mal dort nicht erwähnt? Weil früher ist das, die hat das gar noch nicht gewusst, sehr wahrscheinlich. Weil es hat irgendein Typ, wer hat die Bibel geschrieben? Es hat nicht Gott geschrieben, weißt? Oder den Koran oder was auch immer. Aber über Koran würde ich gar nicht reden, weil ich bin kein Muslim, aber ich kann über die Bibel reden, weil ich Christ bin. Darum will ich bei der Bibel bleiben. Und dann steht eben dort, eben Arche Noah, dass der Noah hat irgendwie eine Sintflut gegeben und hat dann nachher die Tiere auf das, wie will der Mann allein die Tiere wieder drauf tun? Du kannst den Tiger holen, nimmst ihn da, tust ihn aufs Schiff, nachher gehst du nochmal einen, nur dass du im Dschungel überhaupt einen findest oder wo auch immer. Da fängt schon Und dann einen Loi und einen Elefant. Und wie nimmst du den dann? Alter? Und nachher, die sind alle Inzest in dem Fall, weil das sind ja alle die gleichen. Und wo ist der Afrikaner? Wo ist der Chines? Wo sind die anderen Menschen? Wo sind die? Von der Logik her hat es für mich keinen Sinn gemacht. Wenn es für jemand anderes Sinn macht, okay, aber auch wenn die gesunden Menschenverstand einsetzen, wenn es nur ums Buch selber geht, das Buch hätte jeder geschrieben haben. Und es hätte können, die einen Sachen drin stimmen vielleicht, aber eben das mit Arche Noah ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das genau so sich zugespielt hat und früher
sind die Menschen auch noch nicht so gebildet gewesen, oder? Mhm. Also ich rede, wann ist das gewesen mit Arche? Keine Ahnung, Alter. Vor 2000 Jahren. Also meine Theorie ist, Bibel, Koran, Tora, was auch immer, sind eigentlich das Strafgesetzbuch von heute. Früher war der Stärker der gewonnen hat. Blöd gesagt, hast du eine Frau gehabt, hast du Essen gehabt, ich bin kräftiger als du, ich habe dich verprügelt, habe deine Frau weggenommen, habe dein Essen weggenommen. Ja, wie bei den Tieren, oder? Nichts können machen, Ja, einfach voll. nichts. Dann ist der grösste Influencer, der je gelebt hat, Jesus. Ich war eben, ob er jetzt Gottes Stimme gehört hat, ich will jetzt Er ist auch nicht. Influencer, ja. Ja, ist der grösste Influencer, den es gibt. Das Wort Influencer, ja. Ist Da hat einfach jemand gesagt, ey, schau, es gibt ein Leben danach. Wenn du jetzt das machst, Eben, und das sage ich nicht, dass machst. ich das nicht glaube oder so, ja. Weil heute, Bro, wenn ich heute, ich habe 7 Jahre in der Akutpsychiatrie gearbeitet, wenn ich heute sage, ich höre Gottes Stimme, dann bekomme ich erstmal eine Ladung Neuroleptika Ja, voll. reinballert, mir wird irgendeine Betonspritze Sertralin, geben. so schlecht. Ja, genau, und ich chill einfach 3 Tage nachher in der Isolationszelle. Verstehst du? Ja, voll. Darum ist es so ein bisschen, eben, ich finde auch, wenn es jemandem Kraft gibt, mega schön. Nein, ich habe wirklich nur wegen den Büchern jetzt geredet. Ja. Ja, Nicht wegen, dass man nicht glauben soll und so. Eben, Nein. ich habe ja selber Dings. Sicher. Ich Aber- finde auch, eben, wenn es jemandem Kraft gibt, Eben- lies auch das Buch. Wenn es dir Kraft gibt, lies. Eben, ja sicher. Aber wie du sagst, Ich sage nur meine Meinung. Ja? Bro, es gibt Ich will einen nicht jemanden Spruch, beeinflussen. ich glaube jetzt, ob das jetzt LGBTQ ist oder auch Religion ist, es gibt einen Spruch, der mega schön ist. Du kannst an die Sonne glauben, aber verbrenn mich nicht mit ihr. Ja, Du kannst voll. an einen Stein glauben, aber rühre ihn nicht nach mir. Genau. Und das wird eigentlich so, der Satz hat eigentlich jeder in seinem Kopf drin. Eigentlich schon, ja. Wenn ich es nicht höre, will, lass mich doch in Ruhe mit dem Gedankengut. voll. Juckt mich doch nicht, was du machst. Bumsest du dich 7 Tage durch, mach's doch, Alter. Ja, voll. Aber hör auf, mir erklären, dass das normal ist und dass das jeder sollte. Und dann Wie gehst du flache mit Erde, oder? ja, dann gehst du mit einer Regenbogenflagge im Kinski tanzen und erzählst da, nein, sorry, Mann, sicher nicht. Ja. Machst du nicht. Eben genau so. Und das Bringen ist, das, ja, das ist eben das, was Leute ein bisschen verwechseln. Du darfst, sobald du etwas sagst, bist du schwulfeindlich. Ich bin nicht schwulfeindlich. Aber hört auf, alles influenzen. Die Leute, die nicht mal etwas davon wissen Ja, wollen, voll. verstehst Ja, voll. du? Und das läuft falsch, finde ich, in der heutigen Zeit einfach. Ja, weil mich die Leute dann sagen, hey, wieso machst du das? Aber ich tue ja nur die Norm verteidigen. Aber sie sind nicht Norm verteidigen, sie verteidigen etwas, wo neu ist, weißt du? Und also verteidigen, sie wollen das verbreiten, weißt du, was ich meine? Ja. Das ist das Problem. Aber auch viele Leute, sage ich, also ich kenne auch extrem viele Schulen, wenn du in der Pflege schaffst, hast du einfach viel mit Schwulen zu tun. Ja, Ich kenne auch viele, die eben auch so in der Identitätskrise sind. Aber es gibt auch viele, die sagen, ich finde das selber krank. Dass man so antut, als wäre das normal und haha, Tanz. Nur weil ich meine Haare jetzt blau färbe, heisst das nicht, dass ich keine Ahnung, gerade trans bin, verstehst Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. du? Ja, das ist verrückt. Das ist verrückt. Es ist zum Kotzen. Wir sind auch Leute schon entfolgt und so. Ach so? Wegen dem, ja. Das Wegen? nicht meiner Meinung sind und so. Ja, aber das ist ja auch das. Tut das auch nicht ein bisschen das Intellekt so zeigen, wenn ich null Bereitschaft habe, mit dir diskutieren? Wenn du jetzt etwas postest und wir folgen uns, dann entfolge ich dir doch nicht. Dann sage ich dir, ey Bro, schau, du hast das postet, ich verstehe das so und so. Hast du das so gemeint? Dann sagst du, ey, schau, ich habe das wegen dem und dem gemacht. Okay, vielleicht sind wir nicht einer Meinung. Und dann ist ja Also auch ich meine wieder Leute, die ich schon getroffen habe, nicht einfach irgendwelche Leute. Ja, das ist ja egal. Aber Das ist ja Leute, das die sind ich schon mal- Konsumenten. Schon mal getroffen habe, schon mal geschnurrt habe und so, weißt du, so meine ich. Ja, Ja, das eben. ist scheiße, Alter. Aber in Social Media sowieso, weißt du, die Leute untereinander vorne durch ist immer so, hey, ich habe es jetzt gesehen, ich bin jetzt ein Influencer geworden. Hey, geile Sieg, wie geht's und so. Aber Bro, du sagst mir geile Sieg, aber du weißt, ich lebe von dem. Aber das ist nicht einmal, seit du mir, sagen wir, in 3-4 Jahren, nicht einmal ein Post. Bro, das ist, weißt, Gutmütigkeit ist für mich manchmal auch nur einfach in dieser Szene rein, weil du weißt, du lebst von dem ein Like. Bro. Eine. Ich verlange nicht jedes Mal, aber eine in 2-3 Jahren. Weißt du, was ich meine? Aber das ist immer so die Konkurrenz, denke ich, Ja, in Social Media. Der kann man Dings wegnehmen, der kann man die Kooperation nehmen, der ist erfolgreicher als ich. Jeder wird erfolgreicher sein, aber scheiß doch drauf, Alter. Schlimm. Und ich rede gar nicht von denen, wo ich mit denen, wo ich hänge, sondern die, wo ich dann einfach einmal im Jahr sehe, im Influencer Award, wo wir einander folgen und so. Ja. Es ist mir auch scheißegal, irgendwann wegen Likes. Weißt du, was bringt mir der Scheiß-Like? Aber ich meine, ich sehe dort von einem Menschen, hat er eine gewisse. Er ist gut, wie sagen wir, er gönnt einfach Ja. nicht mal das, Alter. Ja, Urschlimm, das ist schon krass. das ist schon krass. Weißt du, vor allem du machst das und du weißt, der lebt von dem. Weißt?
Ja, jeder will, dass du gross bist, Oder aber jemand nicht grösser supportet als du. einmal etwas, keine Ahnung, man. Kannst du mal etwas erneut veröffentlichen, etwas in die Story rein tun. Weißt du, ich meine, ich verlange das gar nicht, aber ich habe das bei diesen Leuten zum Beispiel sehr oft gemacht. Ich sehe nur schon, auch wo jemand nominiert war, zum Beispiel, dass ich den supportet habe, weil ich ihn kenne. Bei mir nicht, Alter, nicht. Ich habe jetzt auch das mal nicht gemacht, weil ich den Influencer Award nicht unterstützen gross. Weil sie mich halt ja, gar nicht berücksichtigt haben. Aber eben, das ist mir gar nicht so wichtig, dass es überhaupt einen Influencer Award gibt. Es ist ein Award für einen Influencer. Ey, ich habe es nicht mal gewusst, Ist bis eigentlich wir verdammt letztes geblieben. Mal da Sprachnachrichten austauschen. Ich habe gar nicht gewusst, dass es einen Influencer Award gibt. Eben, Ich ja. bin eh nicht voll in Ja, dieser schon. Bubble drin. Im Schon. Fall. Ja. Null. Wie lange machst du schon? Boah, jetzt dann auch schon. Boah, ich glaube 2 Jahre. 2 Jahre machst du schon. Ja. 2 Jahre. Aber hast du immer aktiv gemacht oder hast du auch Pause gemacht? Boah, ich habe zuerst extrem viel, dann habe ich, also, wie soll ich sagen, jetzt in diesen 2 Jahren habe ich 68 Folgen veröffentlicht. Also Ich bin kann man schon, aber auf YouTube nicht, oder schon? Mama, YouTube auch. Ich bin mal auf YouTube geschaut, ich habe irgendwie nicht so viel gesehen, nicht so viele Folgen. Habe ich vielleicht müssen irgendwie noch weitermachen oder so. Ja, aber ich check das auch nicht gerade. Eben, wie du gesagt hast, ich mache alles selber. Ja. Social Media, alles. Es wäre schon schön, ich sage nicht, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es wäre nicht schön, wenn du auch ein bisschen die Lorbeeren ernten kannst von dem. Ja, eben. Ja. Aber Logisch. Aber es ist ein Prozess. Aber 100%. was machst du jede Woche posten? Oder? Also auf Instagram bin ich Podcast recht ist ein aktiv. Podcast mache ich sage jetzt mal im Schnitt so alle 2 Wochen, alle 3 Wochen. Du machst Reels und so. Ich mache Reels, ich mache Kurzvideos, ich mache allgemein so Sachen, die ich jetzt lustig finde. Vom Podcast aber nimmst du immer raus oder machst du auch andere Content? Nein, also ich mache nein, ich mache auch anderen Content. Also okay. ich mache jetzt auch Videos, wie ich im Auto sitze und sage eben, Ah ja, stimmt, habe ich schon mal alles so gesehen. Ja. cool tun, Ja, voll. aber sobald Aslak da Musik läuft, bricht jedem der Ausländer raus und so Sachen. Dann gibt es Videos, wo ich wirklich so, ich betreue zum Beispiel ein Kind und das Kind sagt immer, ich war dort. Er sagt nicht, ich bin sie, ich war dort. Aha. Und dann sage ich sowieso, ey, was haben die Jugendlichen da mit dem ich war? Dann poste ich das, und das irgendwie, für mich ist das viel, irgendwie 70'000 Views auf ist gut, TikTok. Bro, dann mache ich ein Video, wo ich mir voll Mühe gebe mit Schneiden, Ton, dies, Ja, das. Nachher ja, hat es irgendwie so bei mir auch. 1000 Ja, Views. voll, ja, genau. Dann denke ich so, ey. Bei mir mega oft, ja. Ich gehe extra irgendwo hin mit Kameramann und alles. Und Ja, nachher voll. läuft's nicht. Und nachher mache ich manchmal einfach so früher auf der Scheisse Videos gemacht. Ja, mit genau, Filter. das kommt besser an. Und dann. nachher läuft es. Ja. Mega komisch, ja. Ich kann es auch nicht. Ab und zu denke ich so, wenn ich Themen anspreche, wie also ich habe eine Folge gemacht über Pädophilie, wenn ich die Trailer postet habe, Bro, ich habe wie das Gefühl, TikTok tut das wirklich Genau, habe ich unterdrücken, eben auch. Mann. Ja, genau, richtig. Genau. Oder? Und dann mache ich so Nonsens eben mit dem ich war und so. Und die Leute reden durch. Darum eben, ich sage das, was der Loco sagt. Die Leute wollen einfach nur leichte Unterhaltung. Die wollen gar nicht sich auseinandersetzen groß. Die meisten. Ich Ja, sag jetzt- manchmal läuft es aber trotzdem so Zeug. Es ist ein mega komisch, der scheiß Algorithmus bei TikTok auf jeden Fall. Mhm. Aber bei Instagram, du kannst eben manchmal vergleichen. Läuft es auf allen Plattformen scheiße, ist das Video einfach scheiße. Ja, voll. Aber bei mir läuft es teilweise, habe ich Seiten auf Insta 3,2 Millionen Aufrufe. Und auf TikTok hat es irgendwie 20'000 oder so. Ja. Genau das gleiche Video. Ja, das merkt Und ich habe man auf TikTok habe ich 3-mal so viele Follower. Weißt? Ja. Das ist wegen der For You und so, ein neuer Algorithmus. Es kommt immer darauf an, irgendwie, dass es am Anfang Interaktion hat und so Zeug. Aber eben, wenn du so etwas postest, LGBTQ und so, kannst du sowieso, TikTok ist direkt schön Abend. Also eben, Also LGBTQ, Pädophilie, das checkt der Algorithmus. ja, gerade, ja. meint, es geht So um Pädophilie, Sachen ja. laufen auf Insta B. Und wenn ich so lustige Nonsens-Videos mache, läuft das auf TikTok. TikTok, ja. Eigentlich müssen wir verschiedene Content machen, weil ich poste immer das Gleiche auf TikTok, auf Insta, ja. Aber dann müsstest du eigentlich einen Content für TikTok nur machen, einen für Insta, ja. Ja, aber eben, müsstest das du denke ich mir dann auch, mein Gott. Nein, ich Also, kann nicht die ganze Zeit. Ich habe 2 Kinder und so. Ja, eben. Das ist ja noch das Leben, man, abgesehen von Social Ja. Media. Weißt Ja, du, okay, eben, wenn du noch schaffst nebenbei, kannst du es sowieso vergessen. Die einen sagen, ja, schau, ist ja nicht am Arbeiten und so. Wenn ich einmal ab und zu mache ich Gaming, streame ein bisschen auf TikTok, dann kommt irgendein Spaß rein, so das Leben will ich auch und so. Weißt du, die denken, du bist da ein bisschen am Gamen, machst Cash, aber beim Gaming ich mache keinen Cash. weißt du. Ja. Früher habe ich mit Live und so 16'000 und so verdient. Beste Monat. 16'000. Jetzt verdiene ich mit Werbung. Ich gehe meistens kochen vor allem. So Kochshow. Okay. In einer das habe ich Schule noch nie daheim. gesehen.
Das hat mir eben Du bist auch- doch schwulenfeindlich, aber. Eben, ja, ich sage ihm immer, ich so, sag ihm, du bist schwul und so jetzt. Und er sagt, ja, ich bin schwul, ich lutsche Schwänze und so. Das ist mega lustig. Weißt du, er selber. Weißt, und dann sagen sie mir, ich bin homophob, aber sehr wahrscheinlich, ich hänge oft mit eben dort einen Schwulen und es sind noch andere Schwule dort und so. Ja, ich finde es grusig, einen Schwanz, das machen, sich einen Schwanz lutschen und so, aber er redet damals über das als Spaß und so und ich finde es auch lustig. Aber nur wegen dem kann ich nicht mit ihnen hängen. Weißt, wer weiß, was du die machst oder ich. Ja, Wenn nicht allein. Hinter Weißt du, was ich verschlossenen meine? Aber das Türen, wollte ich weißt nicht du? wissen. Ja, ey. Und checkst, dann ist das für mich auch kein Problem. Halt. Eben. Nein, das würde ich ja nicht mit der Schule hängen dort und so. Ja, Ja, so eine Kochshow, er zahlt wirklich mega viel. 1500 Stutz pro Kochshow. okay. Teilweise bin ich 2-3 Mal in der Woche gegangen. Bist du dann in der Rolle von Privatperson oder bist du dann der mit der Ja, ich Statue- bin immer eigentlich ich selber. Okay. Aber weißt, ich als Mirko habe ich so geschnurrt, als ich noch kein Social Media gemacht habe, habe ich mich extra, nein, komm, völlig weichen zu ziehen. Ja. Das habe ich dann auch trotzdem gemacht. Aber ich könnte eben sehr viel sagen, ich soll Stand-up machen und so. Immer wieder, aber ich könnte das nicht. Ich kann nicht auf Knopfdruck. Ja, bis jetzt lustig. Ja, manchmal sagen mir Kollegen für eine Story, hey, mach jetzt das, es klappt dann nicht. Ich kann dann nicht, Alter. Ich muss dann 5-mal oder so. Auch Video drehen und so. Wenn ich Sketches mache mit Seki oder so, weißt du, mit Kameramann und so und professionell. Ich bin meistens der am meisten muss wiederholen. Okay. Weißt du, immer wieder aufnehmen, weil ich es nicht. Weil ich verhänge auf. Ich habe schon gesehen, ich habe gefragt in Zürich. Ich verhänge hure viel. Das habe ich immer noch seit Corona im Fall. Okay. Ich habe das im Fall ernst gemeint, als ich gefragt habe, in Zürich. Ah, ja, ich habe es schon gemerkt, aber ich Kifft habe nicht. gedacht, Bro, ich Eben, ich habe hure dir gesagt, oft hat's Sachen. einen Finger Ich habe gegeben. auch zum Neurologen und so. ah, was? Dann hast du so ein Teil anlegen und Ja, so, dann mit ist vorne so- ein Bildschirm und so, da musst du dich genau konzentrieren und ich habe da eben voll die Schwierigkeiten im Fall. Es kann auch sein, dass früher vom Kiffen noch ein bisschen Schäden da sind, aber ich Wie lange glaube hast es du weniger. Ja, Ja, es tönt sicher auch nicht 10 so. Jahre. Hörst du das? Ab und zu macht es so Ding. Ja, meine Uhr, man, ich weiß Ah, nein, gut. scheiss Ich habe die ganze Zeit Paranoia gehabt, dass es nicht aufnimmt. Die Dinge sind immer noch grün, oder? Bei deinem Aha. Mikrofon. Nein, Bro, ist rot. Nein, ist grün. Das ist grün, super. Ich habe noch gedacht, man, ey, shit, die ganze Zeit am Denken, wenn Nein, das ist meine Uhr, man. Ah, okay. Gestern Abend im Fernsehen. Dort. aber alles gut, das stört mich nicht. Ja, sicher habe ich etwa 10 Jahre gekifft. Minimum, ja. Was ist so Ich der habe Ding? rausgelassen. Ach schon. Und was ist der Ding, wo es. Also, du hast jeden Tag gekifft? Jeden Tag. Jeden Tag. Ich habe dann aufgehört, Ziggis zu rauchen, da habe ich nur noch Joints geraucht. Pur. Morgen bis am Abend aufgestanden. Aber als ich im Service geschafft habe, im Restaurant, habe ich nicht mehr während dem Arbeiten bekifft sein, das ist nicht gegangen. Ja. Habe ich früher gemacht. Ich habe dann Lehre abgebrochen. Eben. Ich konnte nicht mich konzentrieren. Weißt? Ja. Und dann habe ich immer nach dem Arbeiten, wenn ich dann erst gekifft, aber wenn ich frei kann, habe ich von morgen bis am Abend gekifft. Und so, ja. Und was ist der Auslöser, wo du sagst, jetzt, ich rauche nicht mehr? Also, das hast du ja gesagt, wie lange rauchst du? Ja, also ich habe einen Mitarbeiter, also seit 2018 habe ich aufgehört, aber ein Mitarbeiter hat bei uns gewohnt, der hat Krebsblase und Prostatakrebs bekommen. Und bei ihm war es wegen Nikotin. Ich bin mitgegangen zum Übersetzen, weil er noch Italienisch kann. Und er hat gesagt, durchs Kiffen weißt du, wie viel Kiffen und hat keinen Krebs. Ich sage jetzt nicht, alle kommen über. Ja. Aber es hat mich abgeschreckt, weil er hat immer Blut gepisst. Und sie haben gesagt, durch das so inhalierst, kann es eben weiter runter. Und er hat immer Blut gepisst und so, ist eben zur Kontrolle und dann hat er eben die Diagnose bekommen. Und ich hatte immer auch Beschwerden gehabt. Auch beim Rauchen, darum habe ich aufgehört zu rauchen. Ich habe immer da, hat es mir so weh da oder so. Und manchmal gestochen bei der Blase oder Herz. Und vom Kiffen hatte ich Panikattacken und so manchmal gehabt. Okay. Dass ich dachte, ich komme Herzinfarkt über und so. Weißt? Okay, okay. Das ist eben gut. Weil das rettet dich sozusagen. Ja, es ist wie so Weil ein, das gibt dir einen Grund zum Aufhören. so ein Weißt? Warnsignal. Ja, und dann mein Körper hat mir eigentlich geholfen zum Aufhören, weil ich habe so viele Kollegen, einer von meinen besten Kollegen, also mit dem sind wir auch immer in die Ferien, ist ein Nachbar von mir gewesen, der hat sich vom Hochhaus ist runtergesprungen im Triemli-Spital, weil er ist psychisch krank geworden, er hat sich umgebracht. Und ein anderer auch, bester Kollege von mir, also wirklich top 2-3 Kollegen, ist schizophren, seit 10 Jahren in Embrach, Psychiatrie. Boah. Wo ich jeden Tag gehängt bin, jeden Tag, weißt du. Durchs Mit den anderen, da ist das Haus, das war der Nachbar, oder? Ja. Ja, und der hat dann angefangen, Selbstgespräche zu führen und so. Bei mir dachte ich so, was schnurrst du, Alter? Ja. Die hatten imaginäre Kollegen gehabt und so. Und eben LSD haben die, aber die haben eben angefangen, andere Sachen. Ich habe das auch ausprobiert, weißt du. Aber ich habe das... mir hat das nie gut getan, darum konnte ich das nicht nehmen, weil ich dann immer Beschwerden hatte, wie Herzstolpern. Ich konnte auch ein Junkie werden oder jetzt hängen, weil ich habe viele Kollegen, die
hängen geblieben sind von früher, wirklich. Weil wir sind noch die Generation, wo wir in der Oberstufe waren, jetzt noch nicht mal, als ich in der Oberstufe war, jetzt 3210 Handys, 3310, wir hatten nicht Ja, eben, ja. Social Media gehabt, checkst? Wir hatten das nicht gehabt, wir haben dann einfach, bei uns vor allem, haben viel konsumiert, halt, Sachen probiert und konsumiert, nicht nur Kiffen, eben, weißt, Kiffen ist dann eben noch andere Sachen, harte Sachen und auch, die haben wirklich, auch viel bei uns ist schwer gewesen, Leute sind ausgenommen worden und so, Okay. Geld weggenommen worden, ganzer Lohn verprügelt worden. Und dann haben die einen halt keinen Ausweg mehr gehabt und sich betäubt mit Drogen und so. Und von was für hartem Zeug reden wir da? Ja, Koks, also Heroin nicht, nein, Okay. aber Koks, LSD ist für mich schon genug hart. Ja, ja, Pille sicher. und so. Nein, Ich nehme so 100%. Zeug gar nicht. Ich bin immer der, der das mal probiert hat und so. Aber ich habe es nicht, ich das nicht können immer wieder nehmen. Weißt? Das ist nicht gegangen bei mir, nein. Keine Ja, Chance. ist ja gut. Und das Zeug habe ich auch, seit ich rede dir da vor 2010, vorher, wo ich das nie mehr angelangt habe. weisst. Also, da reden wir eben von langer Zeit. Ja. Ja, aber eben, die sind da hängen geblieben, die einen wirklich. Und ich sage es allen, die das konsumieren, es ist kein Problem. Aber nachher, wenn du nach der 25 und so, langsam sieht man die Langzeitschäden, siehst du, und Ende 30, so Ende 20, dann siehst du langsam die Schäden, weißt du? Auch vor allem bei den ganzen Frauen, die in den Ausgang gehen saufen und immer noch schön schlank sind und so. Ja. Warte mal mit 30. Warte nachher. Ja, Und dann siehst du auch, wie sie richtig kaputt gehen. Weißt? Weil am Anfang die Zelle erneuert sich alles und auch im Hirn und alles, aber nachher eben nicht mehr so schnell. Ja, 25 bist du Prime. Auch als Mann, Testo, Wachstumshormone hast du noch drin, es läuft alles. Aha, ja. Dann, also ab 25 geht es eigentlich bergab. Und das Ja. dein Körper, dein Stoffwechsel auch eben. Wenn du jetzt saufst, am nächsten Tag, Bro, ich bin 2 Tage kaputt. Mann. Ja, es kommt darauf an, was ich saufe, aber im Fall, ich sag dir Ja, ehrlich. Wenn ich klar, so wie, letztes Mal im Influencer geworden, dann eben so wie und so gesoffen. Ich habe nichts gehabt, ich weiß auch nicht. Und dazwischen drinnen noch Wasser und dann ist kein Problem. Aber Ja, das ist Aber ja, wenn ich jetzt Wodka und alles sauf und nachher bin ich zerstört für eine Woche. Ja, Ich sag, genau. das stimmt schon, das ist schon recht. Ich weiss nicht, wenn ich jetzt eine Pille würde nehmen, würde im Notfall ein Helikopter kommen oder so. Scheiße, Psychose ausgelöst. Scheiße, ja. Nein, es ist wirklich, ich sage auch, man muss wirklich aufpassen, man muss auf den Körper hören. Ich habe eben auf der Suchtabteilung auch mega lange gearbeitet. Extrem lang. Und Bro, es gibt Leute, die kiffen 10 Jahre, es passiert nichts. Es Du gibt hast nie Leute, etwas genommen. ich habe auch schon Sachen probiert, ja. Aber zum Beispiel etwas, was ich nie probiert habe, was ich niemals probieren würde, ist Kokain. Mir ist voll unnötig, ja. Es ist das Unnötigste, Das was macht es gar gibt. keinen Sinn. Es ist nur Sucht. Es gibt Dopamin. Weißt, Ja, du nimmst, sicher. es gibt dir voll den Dopaminkick. Und dann geht das weg, die Dings. Und dann brauchst du das nochmal und dann nochmal. Und das ist beim Kiffen auch eigentlich. Beim Kiffen ist es im Fall genau das Gleiche. Es ist eigentlich, ich habe immer das verharmlost, aber eigentlich Kiffen ist im Fall. Es macht auch süchtig. Ich habe immer Extrem. gesagt, nein, es macht gar nicht süchtig. Ich und könnte so. immer aufhören, wenn ich will. Ja. Ich will einfach nicht. Ja, ja. Ziege ist noch schlimmer. Ja. Ziege ist sehr schlimm im Fall. Ja. Aber es ist alles nur Kopfsache. Aber jetzt, die schlimmste Droge ist das. Ja. Handy. Ja. Das ist im Fall das Schlimmste, glaub mir. Du kannst 24 Stunden ohne Handy sein. Nein, Eben, ich auch nicht. Eigentlich ist es sehr krank. mega. Also, Ich kann es wirklich nicht. Ich weiß nicht, wenn ich letztes Mal 24... Außer du bist in einem Knast oder so. ja. Dann kannst du sie nicht benutzen. Aber ich habe sogar Geht so eine auch Box. Ja, ich habe eine Box, Ja. wo du eine Zeituhr hast und du kannst dann eingeben und dann ist sie... Du kannst nicht aufmachen, die Box. Okay. Du musst sie kaputt schlagen, du musst die Box schließen. Und sie ist aus Holz. Es geht, das habe ich, aber ich werde sie jetzt auch gar nicht mehr benutzt. Ja, es ist eigentlich sehr krank. Ich verstehe die Leute nicht, die am Morgen aufstehen und dann gerade ins TikTok reingehen. Verstehst du, das ist so, Ah, das ja, Hirn das ist mache ich nicht auch. mal wach und du gibst dir gerade so Content, Bro, das betäubt dich. Das ist so, Dopamin wird schon verschossen und nachher, nach 4 Stunden, ja, ich fühle mich depressiv. Ja, ist schon klar, du bist aufgestanden und hast dein Dopamin schon Ich mache das verjutet, schon auch Mann. manchmal, aber nicht TikTok schaue ich schaue so Krypto-Videos und so. Weißt? Ja, es ist ja etwas, oder etwas bringt. Ja, aber das. es ist auch blöd, man. Weißt? Die ganze Zeit, ich schaue immer, das ist scheiße. Bro, es ist aber etwas anderes, wenn du ein Video schaust, das 2 Stunden geht. Ich Als schaue wenn nicht du... einmal das Ganze, weil nachher gibt es ja zu wenig Dopamin. Du willst die... Eben, das nachher ist schaust es. du ein anderes Video, wo vielleicht die Information passt. Ich suche die Information, mein Hirn sucht, dass der das sagt. Krypto steigt jetzt zum Beispiel. Checkst? Und das sucht es. Wenn es das negative Sachen sagt, dann
Gelaber und du hörst nicht einmal richtig zu. Ja, Manchmal eben. schaust du das Video, du hörst gar nicht zu. Oder du schaust einen Film nachher, bist mit dem Handy nebendran, du Ja, checkst gar nicht, genau. dass im Film überhaupt Wir kommt. sind eigentlich alles Dopamin-Junkies, das ist es Das ist eben. verdammt krass, eigentlich müsstest du mal nicht zu. Aber eben, ich schaffe mit dem, wenn ich nicht würde mit dem Handy arbeiten, wäre es glaube ich kein Problem. Oder wenn ich Multimillionär wäre, dann könnte ich auch das Handy einfach weglegen. Aber wenn ich ans Handy gehe, ich schaue immer, ich brauche Content-Idee oder ich brauche Information eben von Krypto, weil das ein Punkt ist von mir, wo mir eine Hoffnung gibt, zum rauszukommen aus der Matrix-Sache. Weißt du? Ich bin eigentlich schon ein bisschen draußen, aber wir sind ja immer noch gefangen bei der Matrix sozusagen. Weil, auch wenn ich selbstständig bin, ich bin nicht mehr angestellt, aber ich muss ja trotzdem alles zahlen. Ja. Steuern, Krankenkasse, das ist ja trotzdem noch Matrix. Ja, das ist ja trotzdem noch gefangen. Ja, Weißt du, was ich voll. meine? Ja, 100%. Am Schluss sind wir einfach alle gefangen und jeder sucht irgendwo einen Ausweg. Aber wenn du ehrlich zu dir bist, wie viel ist, ich schaue jetzt Content, damit ich Content für mich finde und wie viel ist einfach nur betäuben? Ja, ich schaue schon auch betäuben, aber ich würde schon sagen, 75% schaue ich zum Content suchen oder zum auch nachmachen. Ich habe schon ein Video nachgemacht vom Italienisch ins Deutsch. Ja. Weißt du, sagen, dass du klaust, aber eigentlich tust du es einfach übersetzen. Das ist eigentlich schon geklaut. Aber wenn ich etwas übernehme, dann schaue ich eben, dass ich das ein bisschen ändere. Nicht 1:1. Ausser ein Video ist bei mir recht viral gegangen, in dem ich gesagt habe, wieso legst du Minirock und High Heels an? Irgend so Fabian irgendwie so, weißt du. Und das habe ich genau 1:1 vom Deutschen, vom Italiener geklaut, oder? Aber also, ich finde, das nicht Klauen nennen. Es ist ja, jeder Influencer tut sich Ja, wenn du jetzt genau 1:1 gleich machst, ist es Ja. schon. Aber wenn du ein bisschen deine Noten reinbringst, weißt? Oder wenn du mal eins klaust, ist ja nicht einmal schlimm. Aber wenn du jetzt nur das machst und nur Sachen nachmachst, dann finde ich schon. Also klauen ist es ja nicht. Aber es ist einfach wenig Kreativität dahinter, oder? Ist das nicht auch mal am Zeki vorgeworfen worden mit Swiss Meme, dass er einfach alle, also damals, ich rede jetzt noch, wo es kein TikTok Ja, das gegeben ist ihm hat. vorgeworfen worden, genau. Ja. Und am Ende vom Tag, ich sage dann so, du hättest es ja auch können machen. Also jemand hat es jetzt gemacht oder Ja, nicht. aber hat es nicht gemacht. Keiner hat es Selber gemacht, dann schuld. hebt eure Fresse einfach. selber Du hättest es ja auch können machen. So. Aber ich glaube, er hat teilweise das vielleicht gemacht, vom Englischen, glaube ich, ins Deutsche übersetzt. Aber das finde ich ja etwas Gutes, dann verstehen es ja die auch im Deutschen. Das ist Und er hat ja nicht genial. nur das gemacht. Ja. Ich sehe ja jetzt, was er macht. Wir haben einen Gruppenchat und irgendein Thema sind wir am Schnurren. Nachher, er sagt nicht einmal, später ist das gesehen, irgendwo, hey, das Thema haben wir vorher geschnurrt. Hat er irgendein Meme über das gemacht? Weißt? Ja, Der macht halt. Der Eben. andere schnurrt und er macht. das ist es eben. Die anderen Sag- regen sich auf, das, was der Bierenweich macht, das könnte ich auch machen. Dann mach, Alter. Aber ich Dann sage mach. dir, bei ihm ist schon krass im Fall. Wenn du mit diesen Leuten hängst und so, du siehst, was die machen. Und der ist wirklich eine Schippe oben drauf. Ich habe mit vielen gehängt. Und ich bin jetzt nicht bei ihm am Lutschen und so. Ich sehe es vielleicht nicht einmal. Ich höre ihn jeden Tag. Weißt? Aber es ist wirklich etwas anderes als die Norm. Ich schwöre, er hat mehrere Meme-Pages. Swiss Bible. Dann hat es noch Swiss Meme TV, das ist in der Videoform. Swiss Meme, das ist ein Hauptaccount. Und dann auf allen anderen Plattformen auch. Ich habe mal einmal eine Meme-Seite gemacht. Hey, es ist so, du musst die ganze Zeit überlegen, was mache ich für ein Meme. Ja. Ich kann das nicht können. Es war mir zu viel gewesen. Plus mein Eben. Hauptaccount. Und hure viel hatet nachher, aber mach's. Das schafft gar niemand. Du kannst ihn sympathisch finden, du kannst ihn nicht sympathisch finden. Du kannst ihn lustig finden, du kannst ihn nicht lustig finden. Er ist aber ein Macher und das kann ihm niemand Ja, er ist wegnehmen. einfach ein Beispiel, oder? Das So. gibt es auch in anderen Ländern und so, ja. Ja. Aber eben, die werden dann nachher angegriffen. Und so. Aber ich finde gar nicht, dass er jetzt gross angegriffen hat. Aber es hat ein Zeitchen lang gegeben, ja. Ja, ich meine eben. Aber der Erfolg spricht für sich, weißt du? Er hat einen Dönerladen, er hat die Automaten, habe ich jetzt gesehen, mit so Swiss Meme-Artikeln Genau, und eben. so. Ja, und Swiss Meme Shop Ja, eben. auch noch. Darum. Alles. Hater, Er macht einfach. Und Ja. schlussendlich kann er auf Fahrt im Lambo und andere haben nicht einmal eine Autoprüfung. Ja, Also, eben, genau. Wo dort irgendwie am Handy sind sie am Schreiben. Das sind noch immer die, aber nicht. Das sind noch immer die. Ich kenne keinen Mensch, der erfolgreich ist, wirklich erfolgreich ist und dann bei anderen geht, ganze irgendwie Zeit, Scheiße ja. rühren. Nein, es sind immer die Traurigen, die sagen, ich könnte das Die auch haben gar machen. keine Zeit für das. Ja, genau, und regen sich so auf. Ja. Ja, es ist ja so. Eben, und du musst mal überlegen, das Leben, wir leben einmal. Es macht eigentlich gar keinen Sinn. Das Leben, das normale Leben. 08, ich check nicht, wie ein Mensch kann sich damit zufrieden geben kann, einfach angestellt sein und das 0815-Leben. Ich habe das nie verstanden. Ich bin ja auch kein Star. Ich habe ja nicht, weiss nicht was erreicht. Oder? Aber ich kann am Morgen aufstehen und ich kann meinen Tag selber planen, wie ich will. Checkst? Das ist schon ein sehr grosses Ding, weil das ist wirklich wie ein Knast. Ich musste aufstehen, zum Beispiel im Callcenter.
Ich musste am 8 Uhr morgens anfangen. Direkt der erste, der mich zusammenschießt, bis am Abend. Ich habe sogar einen Timer an da. Es geht noch 12 Stunden oder so, bis ich fertig bin mit Mittagspause. Und am Abend um 6 Uhr bist du nachher fertig. Und das mache ich, um meine Rechnungen zu zahlen. Ich habe dann 3'800 Stutz oder so verdient. Den ganzen Tag habe ich das gemacht, was ich hasse. Aber es gibt auch Leute, die einen Job machen, den sie gerne machen. Aber viele machen auch einen Job, den sie nicht gerne. Und die check ich nicht, wie sie einfach... Wieso machen sie das, Alter? Ja. Wieso machen sie das die ganze Zeit? Und nachher zahlst du deine Rechnungen und du hast nicht einmal Cash, um in die Ferien zu gehen. Genau. Weil sie trapped sind im System. Und du gehst in die Ferien, um dich zu erholen. Aber in der Ferien, wenn du Kind hast, du musst dich nach der Ferien erholen von der Ferien. Ja, genau. In der Ferien, meine Tochter zum Beispiel stresst Eier wegen der Kleider. Sie will das, die Farbe mit den Schuhen, die Socken passt nicht. Alter, das weißt du, was für ein Stress. Ja. Und nachher komme ich zurück, dann muss ich wieder an den Job gehen. Um mir wieder, dass ich Miete zahlen kann. Und die ganze Zeit. Und nachher bin ich alt, dann habe ich Pension. Ich sehe mega viel. Als ich im Restaurant geschafft habe, alte Leute, die gekommen sind. Und dann gesagt, hey, die Uhren scheiß Renten und so, Scheiße und so, kommst ja nichts über und so. Die sind alle selber schuld. Ja, sicher. Weil heutzutage, ich glaube, dass man investieren muss. Leute wissen nicht, was ein ETF ist, was eine Kryptowährung ist, was eine Aktie ist. Das ist einfach nicht, wenn mir das in der Schule beigebracht worden wäre, was ein ETF ist zum Beispiel. Oder? Dann hätte ich dazu mal angefangen mit 18, mir ein Konto aufmachen und irgendwelche Aktien kaufen und ein bisschen ETF, ein bisschen. Auch wenn es nur 50 Stutz ist im Monat. Ich wäre jetzt reich. Ich wäre jetzt Millionär. Aber das die haben ja das gewusst. Aber wieso machen sie das nicht? Weil das wäre dann jeder so. Checkst du? Eben, das ist es. Ich habe es viel zu spät jetzt gecheckt und ich habe 2020 erst angefangen mit so investieren und so ein bisschen. Und ich habe mit Callcenter-Job und nachher bin ich arbeitslos gewesen, 2 Jahre. Mit arbeitslosen Krankentaggeld habe ich mir über 100'000 Stutz nachher ansparen. Und von diesen 100'000, wenn du 100'000 hast, du weißt, wie schnell geht es bis 200'000 sind und nachher geht es verdoppelt sich alles. Es geht mega schnell. Das ist eben krass. Eben, es braucht, weißt du, wieso es auch nicht geleakt wird, weil es braucht noch die Arbeiterklasse, die an der Kasse arbeitet, es braucht noch die Pfleger und darum ist so, es wird immer die Leute geben, wie du sagst, die einfach einen 8-to-5-Job haben, die mit Mühe und Not ihre paar Franken zusammensparen, in die Ferien gehen und das irgendwann dann bis zur Pension so. Aber viele Junge eben, wenn das eben nimmt, die haben es gecheckt, jetzt die jüngere Generation gehen auch mehr ins Gym, es rauchen weniger Leute, Drogen werden weniger konsumiert. Alkoholkonsum, Ausgang ist ja extrem, also es ist ja rapide Social abgegangen. Media, Ja. Wegen ChatGPT, jeder fragt mich, ich habe meinem Vater ChatGPT gezeigt. Der hat mir immer gefragt, kannst du mir den Brief oder das schreiben jetzt? Ich habe ChatGPT gezeigt, er fragt gar nicht. Ja. Er weiß alles. Du wirst eigentlich gescheiter wegen alle Infos, irgendein Scheiß. Ist das gesund, das Essen? Nein, ja. Was ist gut, was soll ich machen? Er sagt dir alles. Das ist schon krass eigentlich. Ja, also es muss schon auf den Kopf gehen sein, dass du das Leben so weiterführst wie anhin eigentlich. Ja, aber die einen sind halt vielleicht so glücklich, aber ich verstehe das nicht, Alter. Wie kannst du einfach nur leben, um einfach deine Rechnungen zu zahlen und das ist es nachher gewesen. Und nachher stirbst du und das ist es gewesen, oder was? Ja. Ja, es braucht die Querdenker, aber es braucht auch die Leute. Aber ich verstehe das auch nicht. Also ich könnte es auch nicht. Was ist für dich der Sinn vom Leben? Der Sinn vom Leben ist zwischen Wiege und Grab, dein Leben so zu gestalten, dass du immer wieder einen Dopaminausstoß hast. Wie du das machst? Wegen Dopamin, ja. Nein, aber wieder, also das Dopamin ist ja... Ja, es ist eigentlich auch gestört, eigentlich. Ja, das ist es. Das Bei geht im Tieren Leben. ist es auch so. Sie kommen ja Dopamin über. Wenn ein Hund, das heißt Sitzplatz, er kommt ja dann meistens etwas über zum Genau, Essen. ja. Und das gibt ihm eben Dopamin. Ja. Oder eben Delfinshow oder so, weißt du? Oder so. Die sind ja auch, die tun das nur machen, die Tricks wegen dem Dopamin. Eigentlich, Ja, klar. es stimmt, eigentlich geht es Ja, um Leute, Dopamin. Menschen machen ja auch Saltos, nachher nehmen sie auf und Und sie haben wichsen nachher sich Freude. eins und nachher hat es Dopamin. Ja, eben. Und nachher die ganze Zeit. Es muss einfach etwas sein, wo dich nicht auffrisst. So wie Handy zum Beispiel, das bringt dir ja nichts. Aber ein neues Instrument lernen, das bringt dir ja, es gibt ja Dopamin. Ey, vor einem Jahr konnte ich gar keine Noten spielen, jetzt spiele ich Beat It von Michael Jackson auf der Gitarre. Ja, aber nachher, das Problem ist eben, jetzt wegen dem Dopamin, es klappt nicht und nachher lässt du es sein eben. Nachher swipest du vom Handy, weißt? Ja, das stimmt. Es gibt Deine dir Schuld. schnellere Dings. Aber für so Leute habe ich auch, Verschiebst. ja, aber für so Leute habe ich auch 0,0 Verständnis. Ja, aber ich habe teilweise eben auch solche, ich verwünsche mich auch in dem, weißt du, oder nur so ins Gym gehen. Oder nicht nur ins Gym gehen, es geht ja nicht, ich gehe zum Beispiel, ich bin oft ins Gym, jetzt habe ich wieder abgenommen, weil ich mega lange nicht gehen konnte, weil ich habe da irgendeinen C7 Nerv, Dings beim Rücken etwas. Aber ich bin zum Beispiel oft gegangen, aber ich bin immer ein Lauch gewesen, trotzdem. Aber wieso? Weil ich mich ein bisschen zu faul war, weil jetzt musst du dich auch richtig ernähren, weißt? Ja, natürlich. Aber nachher swipest du am Handy, anstatt dir etwas zu kochen, oder weißt Ja. du nicht, etwas, weil dich das anschießt. Ja, eben. Oder?
Also es gibt schon depressive Phasen, wo jeder hat, das finde ich auch in Ordnung. Aber wenn das ganze Leben eigentlich managt, dass du aufgehst, dann gehst du gerade swipen, dann ist so wie dann musst du dich auch nicht wundern, wenn du nach 10 Jahren Antidepressiva musst fressen. Aber ich glaube eben irgendwie, dass Depression selber, dass es irgendwie wie nur ein Ding ist, dass es gar nicht das gibt, weißt du? So, nicht wegen jetzt viel Andrew Tate Videos gesehen oder so, weißt du, was ich meine? Aber mir haben sie ja selber gesagt, mal ich hatte Depression, wo ich in Dings war, bei der Reha von Corona. Aber das ist einfach der Moment. Ich meine, du musst ja dort den Fragebogen ausfüllen. Ja. Und nur der Fragebogen sagt mir nachher, ich kann ja ausfüllen, was ich will. Danke, genau. Es kann mir ja nicht der Fragebogen sagen, du bist depressiv. Weil es ist so, in dem Moment, ich kann den Fragebogen eben ausfüllen. Am Tag, wo ich mega gut geschlafen habe. Ich habe zum Beispiel Kryptowährungen, Bitcoin ist auf 130'000 rauf. Ich fühle mich dann besser. Also wenn alles abgestürzt ist, ich habe die ganze Nacht nicht gepennt. Ich habe irgendwie sehr viele Rechnungen. Und wenn ich dann den ausfülle, den Fragebogen, ja, dann in dem Moment fühle ich mich schlecht. Weißt du? Ja. Ja, ich glaube, die Kunst vom Leben besteht darin, dass du nicht abhängig bist von geht's gerade mit der Achterbahn auf oder ab. Also wenn du deinen Erfolg mit deiner Glückseligkeit verbindest, dann wirst du immer ein manisch-depressives Leben haben. Eben, ja. Du musst dich an andere Sachen orientieren. Schon klar, geht es mir besser, wenn Bitcoin aufs 1000-fach Ja, das ist eben das geht. Beispiel, ja. Aber ja, nein, es ist ja auch normal. Also, es wäre ja falsch, wenn ich sage, Ja, ist ja keine Ahnung, logisch. Oder wenn ich du jetzt die gönnst- Erfolg poste und ich bekomme 50'000 Views, Ja, Bro, schon klar, logisch. habe ich dann einen Dopaminschub. Oder jeder schreibt unten, hey, du siehst schon komisch aus. Und so dort. Weißt du, dann, Genau. dann denkst du ja, hey. 100%, aber es darf nicht von dem abhängig sein. Ich glaube, du musst deine Werte haben, du musst deine paar positive Bauchklötze im Leben haben, ob das Sport ist, ob das dies oder das ist. Und ja, ein paar Leute machen es und ein paar Leute machen es nicht. Aber eben, wenn du es anhand von deinem Erfolg abmachst, dann wirst du wie so ein Gummiböller die ganze Zeit rumfliegen. Mal geht's Aber nachher redest du rein, die sagen dir, du hast Depression, du nimmst Medis und du findest dich dann damit ab, sagst, ja, ich habe Depression. Schau, ich habe mal etwas gepostet, das ist glaube ich, eines der viralsten Videos gewesen. Ich habe gesagt, Depression, also dein Körper hat für alles eine Antwort, oder? Du wirst krank, du hast eine Schürfwunde, dein Körper tut das mit Blutplättchen versorgen. Wieso hat der Körper keine Antwort auf Depression? Weil Depression bereits die Antwort ist. Anhand von dem, wie du dein Leben lebst, kommst du in eine depressive Stimmung hinein. Eben, du stehst am Morgen auf, suchst die ganze Zeit Kaffee, bewegst dich null, bist null Ja, in der voll. Natur, hast null Vitamin D und dann sagst du am Abend, ich bin voll depressiv. Ja, ist ja normal. Ja, ist schon klar, Bro. Geh mal in den Wald spazieren, leg mal das scheiß Handy für 2 Stunden auf die Seite. Verstehst du? Das ist eben immer das. Und dann, das ist auch so ein Thema, wo ich könnte Stunden reden, Medikament. Bro, das ist einfach nur Geldmacherei. Ich habe eine Erfahrung, weißt du. Ja? Sie haben mich mal, ich hatte einmal Kolibakterien in Tunesien. Habe ich das sind ja Fäkalbakterien. Ja, genau. Und dann habe ich bis Herzmuskelentzündungen bekommen, weißt du. Weil ich habe bis trainieren und so mit diesen Bakterien. Und sie haben mir nicht geglaubt, weil ich habe früher eine Panikattacke einmal gehabt. Nachher haben sie gesagt, ja, das ist psychisch. Mein Arzt so, hey, ich kann nicht weiter und so, ich weiß nicht mehr, ich muss dich in die Psychiatrie stecken. Und ich so, nein, das kann nicht sein, ich kann nicht Stege hochlaufen, mein Herz hat... Weißt du, wie hat das geschlagen? Nach 2 Stegen drin. Weil einmal bin ich dann in Notfall und die haben dann Troponin gefunden im Herz. Das deutet auf eine Herzmuskelentzündung hin. Oder? Und dann habe ich mal Stuhlprobe abgegeben. Er hat mich zuerst in die Psychiatrie geschickt. Ich dort überall da Schmerzen. Und jedes Mal haben sie mir Temesta gegeben. Und direkt, als ich dort angekommen bin, sie gerade, wir müssen ihnen Medis geben. Ich nehme gar keine Medis, ich bin ein normaler Mensch. Weil dort sind alles Leute, die mit der Wand geschnurrt haben und so. Und voll durch. Und ich nehme gar keine. Und dann haben sie den Grossarzt sogar, haben wir alle mit am Tisch hocken. Und er so, doch, sie mit das und das nehmen. Ich so, nein, dort steht sogar Nebenwirkung Tumor drauf. Und ich bin nicht, sie müssen nicht lesen. Er hat gesagt, er hat nicht richtig Deutsch. Ja, Ich geil, muss ist nicht ja. lesen, Du musst vertrauen. ja, ich muss nicht lesen, was hinten dran steht. Ich so, doch, wenn dort Tumor steht, ich nehme das nicht ein. Ja, fix. Ich lese, was dort drauf steht, bei Nebenwirkungen. Logisch steht immer etwas, aber ich schaue das manchmal an, weißt du? Vor allem solche Sachen, die will dich einfach ruhig stellen. Schönen Abend. Ja, genau. Und nachher bin ich dort raus, glaube ich, nach 2-3 Tagen. Weil sie haben mir gesagt haben, ich gehöre da nicht an, ich soll mal Stuhlprobe abgeben. Ob ich das schon gemacht habe? Ich so, nein, ich habe keine Stuhlprobe abgegeben. Habe ich abgegeben, dann haben sie das eben gefunden, Kolibakterien und so. Und eben im Blut, Troponin und so Zeug. Und sie haben mich in die Psychiatrie gesteckt. Ja, eben. Und sie meinen, ich bin psychisch krank. Jetzt wieder, da wegen dem Nacken. Ich bin beim Chiropraktiker. Er so, ja, sie, nach 3-4 Behandlungen. Ich weiß auch nicht, was sie haben.
ich deute ein bisschen auf psychisch und so. Ich so, was psychisch, Alter? Ich habe da Schmerzen. Weißt du, ich habe immer beim Durchlaufen Schmerzen. Und dann haben sie eben gemeint, Herz und so weiter. Aber nachher bin ich das MRI machen von oben und dann haben sie eben gesehen, der C7 irgendwie, das zwischen den Nacken ist etwas. Ich muss jetzt erst noch zum Spezialisten. Er hat gesagt, das ist eine Veränderung, sie wissen nicht, was es ist, aber man sieht etwas. Und das ist es. Und der wird mir einreden, psychisch, weißt du? Ja. Ich bin gerade nie mehr zu dem gegangen, weißt du? Ja, aber ich sage, unser Gesundheitssystem und unsere Pharmaindustrie ist einfach nur aufs Geld machen fixiert. Extrem. Ja, ich extrem. bin nie am Hausarzt glauben. Du musst immer, ich habe jetzt freie Arztwahl gemacht, ab Neujahr. Das heisst, du kannst selber, wenn du etwas hast, dann musst du nicht zum Hausarzt gehen. Ja, genau. Du kannst nicht gut schnaufen, du hast Pneumologie. Oder googelst oder schaust ChatGPT, wo muss ich an, wenn ich nicht gut schnaufen kann. Dann gehst du direkt zu dem Arzt. Du Ja, zahlst genau. ein bisschen mehr. Ja, Du scheiße. zahlst im Fall nicht so viel mehr. Es ist im Fall, weißt du, wie viel Mal hast du schon 100 Stutz oder so im Monat blöder ausgegeben für Ja, irgendeinen 100%. scheiß Abend, wo bist du saufen oder sonst irgendeinen Scheissdreck. Lieber gibst du das aus im Fall. Für deine Gesundheit, ja. Das ist mega wichtig. Ich bin letztes Mal zum Arzt gegangen. Ich mache ja ein bisschen Jiu-Jitsu. Nachher ist da irgendetwas, hat da etwas Leute gemacht. zusammenschlagen, oder was? Ja, genau, Leute zusammenfalten. Ja, völlig. Und dann gar nicht. Dann sagt er, ich schicke dich zu meinem Kollegen und so, irgendeinen. Dann irgend so, keine Ahnung, Savalingam, Mingam. Hock ich dort, Die Frau ist auch Tamilin, ja. sagt er, ja, ich bin Rassist, weißt du. Sagt er, Bizepssehne ist gerissen. Und dann sagt er, ja, ich tue was? Cortison spritzen, dies, das Ohne Cortison schauen. Du rechts. siehst ja, aber kannst ja Ja, er schauen. hat das CT gemacht, das ist ja noch das Krasse. Ah, Sagt er, was? Cortison rechts, schreibt er auf. Ich sage, ey, ich habe mich links verletzt. Ah, Ohne sorry, ja, Scheiß. voll. Dann irgendwann gehe ich zu einem Spezialist, ich habe nicht geglaubt, sagt er, sie erzählt ihm, dass ihre Bizepssehne gerissen ist. So ein Scheiß. Ihre Schulter ist an 2 Orten gebrochen worden. Ohne Scheiß. Und er hat das wahrscheinlich erzählt, weil er einfach kann, nach einer OP reindrücken, Bizepssehne zusammennehmen. Ja, die zweite Meinung kannst du ja immer holen, auch über den Hausarzt. Mein Hausarzt hat einmal gesagt, hey, ja, ich habe dann verlangt, hey, kann ich eine zweite Meinung haben, dann schickt er dich zum Beispiel beim Herz zu einem anderen Herzspezialisten. Dann hast du nochmal einen, wenn dann beide sagen, Bizeps, dann ist es wahrscheinlich Bizeps-Ding. Oder? Ja, aber das ist Also ja beim krank. Herz, beim Es ist ja krank. Ich mache ein CT, der schaut 5 Minuten drauf, anstatt das ist 10 ja Minuten, schon unglaublich. weil er einfach nachher einen zweiten Termin reindrücken kann. Er hat sicher irgendwo im Dschungel in Sri Lanka hat Hate-Kommentar incoming. Kotirotti, ja. Kotirotti. Miro, sicher bist du gewesen, Miro. Er ist auch reingegangen, aber nicht richtig. Ah, crazy, man. Mit den Händen fressen daran. Ich sehe ja, der andere Bizeps-Ding. Ja, fertige Taunen. Scheiße. Bro, was hast du denn aufgeschrieben? Ich sehe da einfach einen Zettel, wo Pedo draufsteht. Ich wollte einfach das sagen, weil ich gewusst, dass du deine Dings bekommst. Ah, okay. Und ich wollte einfach den Vergleich zeigen. Eben, du machst so ein Video, bekommst beim nächsten Mal 10'000 und der, der sich an Kinder vergangen hat, jahrelang bekommt 30'000. Ist ein bisschen, passt nicht. Passt nicht so zusammen, ja. Nein. Nachher haben wir eben auch viel geschrieben, hey, ja, jetzt nimmst du die Opferrolle ein. Ich so, nein, es geht ja nicht um mich, es geht dort darum, um das Kind, eigentlich, das vergewaltigt wurde. Ja, eben. Das ist eigentlich verdammt krank. Und ich würde das Geld niemals annehmen. Ja. Meine Tochter wird vergewaltigt und ich habe das Gefühl, ich nehme nachher das Geld an. Dort reden wir dann nicht von einer Drohung, dort ist schon eine Tat passiert. Dann kommen wir wieder das vom Anfang der Sendung, Genau. wo ich nicht garantieren kann. Ja. Bro, es animiert einfach zur Selbstjustiz und das sollte ja auch nicht sein. Und darum sollte jetzt einfach mal ein paar Sachen Ja, aber dort grundlegend ist dann ändern. schon wieder etwas anderes, weil dort ist wirklich etwas passiert. Oder wenn jemand zum Beispiel jemand umbringt von einer Familie, dann weiß ich auch nicht. Das ist dann eben, Ja, sicher. Und das ist ja auch normal. weil der wird ja dann gar nicht richtig bestraft. Ja, in der genau, Schweiz. genau. Jemand vergeht sich an deinem Kind. Aber und wir nach wollen da 4 nicht Jahren- sagen, hey, wenn etwas passiert, bring ihn um und so. Nein. Genau. Die Show war alles Satire. Das Das war ist nicht alles- ernst gemeint. Wir haben einfach so ein bisschen Show gemacht. Ja. Nur ein Thema haben wir noch nicht so geschnurrt, aber ich glaube, du musst langsam gehen. Oder? Nein, ich Ah, habe nicht? Zeit. Nein, ich habe Über Geld. Weil in der Schweiz immer, sagen wir reden nicht über Geld. Zeit. Ja. Aber ich rede, manchmal mache ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, auch so ein bisschen Content über Cash und so. Wo ich einfach ein bisschen schnurre. Ich bin auch kein Finanzexperte, ich bin kein nicht der Berater und so. Finanzfabio. Aber den habe ich genau letztes Mal getroffen. Im Ding. Das Geile ist, er ist zu mir gekommen. So. Richtig geile Zeit. Er ist zu mir gekommen, hat sich vorgestellt und so. Er hat schon gesehen, dass ich ihm folge manchmal und so. Ja, das ist geil. Er hat auch den Award gewonnen. Gratuliere dir. Ich schwöre, gratuliere. Was etwas Sinnvolles und nicht über Squirt und so. Ja, genau. Eben, und eben, über Geld habe ich dann angefangen, so ein bisschen Videos zu machen, sogar so einen Patreon-Account. Dort sind ein paar drin. Weißt du, jetzt sage ich, weil ich habe ja von 0 auf 100'000 Stutz. Und das mache ich nochmal. Ich habe nochmal angefangen von 0 auf 100'000 Stutz einfach investieren, sparen, oder? Und so, dass es
so wie wir jetzt Gespräche führen. Weil jedes Mal schaust du die Videos und nachher mit irgendwelchen Fachbegriffen, die du gar nicht checkst. Alter. Zum Beispiel ETF. Es gibt viele Leute in meinem Kollegenkreis, die wissen gar nicht, was ein ETF Bro, ist. ich weiß es auch nicht, sag dir ganz Eben, ein ehrlich. ETF ist, eben, siehst du, das ist, keine wenn du dich Ahnung. nicht damit befasst. Ja, Aber ja. ein ETF ist zum Beispiel, es gibt einen Nasdaq ETF, da sind 100 Firmen drin, zum Beispiel Apple und weißt, Tech-Aktien. Apple ist drin, Google, Nvidia, einfach alle die Tech-Firmen in einem drin. Wie wenn das eine Aktie, oder es gibt auch S&P 500, die 500 grössten Firmen von Amerika sind in einem drin. Weißt? Das ist dann wie eins, alle die Firmen sind dort drin und der geht dann rauf oder runter, wie all die Firmen performen. Oder? Wenn jetzt zum Beispiel Apple runtergeht, weißt du, dort hast du nicht so Kursschwankungen, wo so rauf runter geht. Dann geht es immer so rauf. Ja. Über Jahre, über lange Zeitraum. Du musst das immer wie bildlich sehen. Und ich sage dann manchmal den Leuten, versuche das zu erklären. Ein paar haben wirklich angefangen, so auch ein bisschen investieren. Weißt du, einfach so wenig. So. Auch 50 Stutz. Jeder Idiot hat 50 Stutz im Monat. Weißt du, was ich meine? Ja, sicher. Da siehst du zum Beispiel den ETF. Wer ist jetzt der zum Beispiel? Nasdaq. Und du hast mit dem 100'000 gemacht? Von null? Über Jahre einfach mit investieren. Schau mal, da zum Beispiel. Hast du jetzt über die letzten 5 Jahre. Siehst, das ist jetzt zum Beispiel ist 103 Stutz gewesen, da. Wann ist das etwa gewesen? Im 2022. Wenn du jetzt jeden Monat gekauft hättest, immer wieder, eine von denen, von dem ETF, ist jetzt 242 Stutz. Okay. Und du hättest jetzt immer gekauft, weil wenn du über lange Zeit jeden Monat kaufst, das summiert sich dann, oder? Und es geht immer rauf und du hast dann so und so viel Prozent plus, oder? Okay. Und der Bitcoin ist noch das bessere Beispiel. Er war ja irgendwie 18'000 vor einem Jahr, eineinhalb Jahren. Und jetzt ist er 118'000 fast. 118 ist er? Ja, jetzt ist Also er 111, genau. Krass. 111'000 $. Weißt du, wie krass? Brutal. Hättest du damals gekauft? Ich habe damals gekauft und ich habe Gras und so gekauft. Scheiße. Ich habe auch eine kennengelernt in Mexiko. Sie hat mir gesagt, also eine Kanadierin, und sie hat gesagt, früher, ich habe Bitcoins en masse gehabt. Wir haben damit einfach Drogen gekauft im Darknet. Genau. Und überlege jetzt nur eine. Genau, aber wenn du hast dann so ein Ledger gebraucht und so weiter und dort brauchst du mega viele Passwörter und so und ich bin voll verhängt gewesen. Stell dir vor, ich hätte Hunderte von Bitcoins gehabt und ich hätte die verloren. Ich glaube, das wäre viel schlimmer. Ja, dann wäre ich jetzt in der Psychiatrie. Dann weißt du, wie viel gibt es von denen? Dann wäre es nicht Kolikbakterien, Ja. dann wäre wirklich etwas. Und du hast noch nie mit Krypto und so dich auseinandergesetzt? Nein, Bro, null. Ja, weißt, ich bin recht Schon. oldschool. Ich kaufe mir Land. Ja, Ich kaufe Land an Orten, wo es nicht so gehypt ist und dann nach ein paar Jahren macht es einen riesen Boom und dann... Ja, aber dort ist eben mega aktiv, wenn du eben investierst, so ist recht passiv. Du kaufst einmal und lässt fertig. Ja. Ich kaufe jetzt zum Beispiel ETF und so, wie ich dir gezeigt habe. Ich kaufe das nicht so. Ich kaufe Kryptowährungen vor allem. Weil dort ist es krass. Eben, ich kann dir zeigen zum Beispiel, wie das schwankt. Jetzt schau mal heute, wie viel ich rauf bin zum Beispiel. Ich sage dir, heute bin ich rauf 3'300 Stutz. Ich bin jetzt zum Beispiel 42'000 Stutz im Plus. Ah, crazy. Und habe 94'000. Aber vor 2 Monaten ist da 120'000 gestanden oder so. Aber verloren habe ich ja das Geld nicht. Ich habe das erst verloren, wenn ich es verkaufe. Ich kann jetzt auf Verkauf gehen. Zum Beispiel da habe ich Bitcoin. Ich kann jetzt auf Bitcoin, ich kann es jetzt verkaufen und ich habe das Cash zur Verfügung. Checkst? Ich habe sogar eine Karte, wo ich kann zahlen mit Bitcoin. Also es zieht Bitcoin ab. Und dann habe ich einfach weniger Bitcoin drauf. Ich kann überall zahlen. Migros, egal was. Egal was. Okay. Und eben bei Bitcoin eigentlich, wenn du es langfristig investierst, weil 2008 war ein paar Cent oder so. Aha. Musst du mal überlegen. Überlege, Und ja. nachher, es ist eben immer wieder, geht er runter und dann musst du kaufen, wenn es runtergeht. Und dann geht es rauf, dann palst, dann kaufst du wieder, wenn es runtergeht und weiter und weiter. Und nachher irgendwann hast du einen eingebracht. Aber Du kannst nichts falsch machen. Aber musst du nicht rauskommen? Klein. Schau, ich Also sage wenn dir ich ehrlich, ich komme raus, aber ich komme nicht 100% raus. Aber wenn du wirklich jemand investieren lernen will, ich habe mega viele andere Kryptowährungen, wo ich sogar noch mehr im Plus bin. Aber wenn du nichts falsch machen willst, kauf einfach Bitcoin und behalte es einfach und fertig. Ich tue jetzt zum Beispiel das Kindergeld für meine Kinder. Du nicht bei der Hälfte kaufe mir nur Bitcoin und wenn sie erwachsen ist. Weißt du, Bitcoin, es gibt nur 21 Millionen. Das ist begrenzt. Und es wird nie mehr geben und es wird immer steigen. Weil du kannst es wie schürfen, meinen, mit Computer und so, mega kompliziert wieder. Aber irgendwann kannst du das nicht mehr schürfen und es wird noch so viel. Und mega viele haben ihre Bitcoins verloren.
Okay. Weißt du, wenn du den Stick, Passwort verloren hast Ja, und hast so, du gesehen. Ja. die sind weg. Es gibt nicht mal mehr 21 Millionen, es gibt vielleicht noch 18 Millionen oder so. Ah, okay, das habe ich nicht gewusst. Ich Ja. Bro, ich bin, weißt wie oldschool. Du musst einfach mal, es ist wirklich interessant, weil es ist, mich hat es eben angefangen zu interessieren, wo ich wollte Cash machen. Und ein Kollege hat mir gezeigt, im Callcenter, wegen investieren, sparen, einfach nur sparen zuerst. Wie viel habe ich, wenn ich, kannst du mit ChatGPT schnurren, wie viel habe ich, wenn ich pro Monat 50 Stutz zum Beispiel auf die Seite tue, für 12 Monate. Dann habe ich 500, 600 Stutz oder, im Jahr. Aber das schafft ja nicht. Aber wenn ich die 600 Stutz in Bitcoin tue und der Bitcoin war 40'000 und jetzt 120'000, dann ist das ja auch viel. Die 600 Stutz sind ja dann 2000 Stutz oder so. Weißt du, was ich meine? Aber weißt du, ich frage mich dann, wenn es so einfach ist, wieso macht es dann nicht jeder? Es ist aber, ja, es ist so einfach, ich sag's dir. Ja, aber das meine ich, weißt du? Ich kauf's. Ja, weißt du, wieso macht es nicht jeder? Weil sie Angst haben, dass sie alles verlieren, weil sie keine Ahnung haben. Ich kann jetzt da gehen, ich kann kaufen. Ich gehe da auf Dings, Trade. Ich gehe zum Beispiel auf die Währung, Trade, ich kaufe jetzt. Ja. Ich kann da eingeben, wie viel ich kaufen will, und es ist schon gekauft. Und du lässt dann einfach drauf, weil viele verwechseln das mit Trading. Trading ist ja, du musst immer aktiv kaufen. Ja, genau. Wenn es günstig ist, gerade wieder verkaufen. Ja, Aber genau. das heisst Buy-and-Hold-Strategie, heißt kaufen und heben. Du kaufst und lässt. Und wenn du zufrieden bist, du schaust immer wieder, manchmal ist es im Minus, ich bin auch schon 50'000 Stutz im Minus gewesen. Lang. Okay. Weil es hat immer wie ein Zyklus, aber das will ich dir nicht erklären, weil das ist langweilig für jemanden, das ist schon Ja, langweilig. Weil jemand, der nicht rauskommt, das hat mich nicht interessiert. Aber um es kurz zu fassen, ich war manchmal mega weit unten gewesen. Aber ich habe es dann einfach gehabt, ich habe dann sogar weitergekauft. Und wenn du zufrieden bist, hey, schau, jetzt habe ich zum Beispiel, könnte ich rausziehen, da habe ich 42 Gewinn gemacht, oder? Kann ich jetzt verkaufen, aber ich bin noch nicht zufrieden, weil ich habe es verstanden, wenn der Zyklus vorbei ist, wenn es wieder runter sollte gehen, plus minus. Und dann kann ich es einfach verkaufen und das ist kein Stress. Weil du musst dann nur Geld dort rein tun, wo du bereit bist, sowieso zu verlieren. Eben, ja, genau. Aber mit Bitcoin verlierst du ja nicht, weil Bitcoin wird immer, das ist wie Gold, digitales Gold eigentlich. Also wenn ihr euch wirklich interessiert für investieren, würde ich nur, wenn ich nochmal neu anfangen, ich würde nur Bitcoin einfach kaufen. Weil irgendwann wird es sowieso kommen, dass ein Bitcoin 1 Million ist oder so. Ich bin kein Hellseher, aber... Ich habe einmal, ich bin auch im Gefängnis am Arbeiten, nachher haben die Leute gesagt, ja, also nicht Insassen, sondern Mitarbeiter, ja, das Krypto, dies, das. Ich so, also komm, sag mir etwas. Dann hat mir einer gesagt, Dero. Ich weiß nicht, ob du das Eben, kennst. die kommen immer mit so scheiß Shit. Bro, ich habe es gekauft, Nein, auf nicht der das Seite KuCoin oder so. Ja, Lass genau. mich es hören. Ich habe 3 Lappen rein da. Easy, so Geld, wenn es weg ist, Hab ich auch schon juckt gemacht, ja. mich nicht. Ey, und dann so nach 3 Jahren, ich so, ey, ich schau mal, weißt du, wie viel es überhaupt wert ist? Ey, schreibe ich die Seite an, sagen sie, wir haben Dero entfernt, das führen wir genau. nicht mehr und das ganze Geld ist weg. Ja, scheiße, Alter. Sag ich, easy, es sind nur 3 Lappen, weißt du, aber... Ja, bei Bitcoin hast du nicht. Aber trotzdem, du kannst es dann einfach machen und dann habe ich gedacht, komm, scheiße. Eben, und nachher sagt man Krypto, scheiße, check. Ja, voll, ja, Ganz das ist Krypto, normal. aber Bitcoin ist ja etwas anderes, weißt, es wird auch akzeptiert. Weil ich meine, jetzt, auch wenn man nicht checkt, du hast sicher schon mal einen Automat gesehen, wo Bitcoin Ja, steht. an der Oder wenn du in die Post Langstrasse, gehst, hast du auch schon gesehen, die Karte, wo kannst du Bitcoin kaufen und so. Das hast du noch nie gesehen, oder Kiosk oder Post, da haben diese Karten. Ah, was? Ethereum oder Bitcoin, du kannst das kaufen. Du kannst das auf deinen Ledger oder so tun, aber du kannst auch einfach bei einer Bank das kaufen, bei Postfinanz zum Beispiel, kannst du auch kaufen. Also die Big Plays sind Bitcoin und dann Ethereum. Kann man das so sagen? Bitcoin ist Währung und Ethereum ist die zweitgrößte Währung, Okay. die es gibt. Okay. Genau. Und dann gibt es XRP und so weiter. Aber eben, du kannst einfach, hast zum Beispiel ein Postkonto. Aha. Bei der Postfinanz kannst du machen, das automatisch kaufe ich dort jeden Monat $50 Bitcoin. Einfach so. Ja, Nein, ja. jede Woche, ehrlich gesagt. Und Ja, das hast langfristig... du dümmer ausgegeben. Hä? Das hat man dümmer ausgegeben. Und viel wenn es dümmer. weg ist Ja, so, jetzt verdiene ich easy. ein bisschen mehr aktuell, weißt du, darum mache ich das auch. Eben, es hat Zeiten gegeben, wo ich nicht verdient habe. Und so. Aber das ist nicht viel, ich will auch nicht flexen mit dem. Nein, ich nein, will gar eher nicht. die Leute animieren, weißt du, viele denken, wenn ich das zeige, es ist nicht einmal viel, weißt du, stell dir vor, ich zahle das aus. Wow, ich kann ein halbes Jahr leben, dann habe ich nichts mehr, weißt du. Eben, Bro, Aber, also, sorry, nein. Die, die es nicht checken, sollen es nicht checken und sollen schreiben, ja, er flext mit 40k. Also, das ist Nein, drauf ich sehe geschissen Leute, auf die die mit hunderten Noten flexen. Ja, eben, oder so mit 3 Zehnernötchen. Zehnernötchen machen sie ein Selfie im Spiegel dort. Ja, ja. Aber wie viel Geld verdienst du mit Social Media? Sagst du das? Oder? Doch, ich sage es schon. Ich mache sogar teilweise Videos gemacht, eben auf dem Patreon. Dort muss man, habe ich eben gemacht, dort hat man eigentlich einen kleinen Beitrag müssen zahlen. Ich verdiene dort gar nicht. Halt, es läuft auch nicht so krass, ich habe keine Werbung mehr dafür gemacht. Dort habe ich immer nachher gesagt, wie viel ich verdiene, auch gratis. Und ich habe zum Beispiel manchmal, es schwankt mega.
12'000, manchmal 18'000. Okay. Es kommt darauf an, oder? Dann eben mit dem Candy Shop ein bisschen noch. Ja, Und genau. dann mit dem der mit Kochshow. mit dieser Kochshow vor allem und dann mit Aufrufen jetzt langsam ein bisschen mit Krypto. Krypto, wenn ich es kaufe und verkaufe, mache ich jetzt manchmal auch ein bisschen, aber nicht wirklich. Mhm. Und sonst Werbungen. Aber ich habe nicht so viele andere Werbungen momentan. Ja. Ja, easy, ich verdiene gar nicht. Du, Mit du Bit- schaffst normal, bist normal angestellt. Nein, selbstständig. Aber was machst du andere? Da habe ich gesehen, Spitex. Ey, ich habe schon 3 Spitex gegründet Ja, was? und verkauft wieder, gewinnbringend verkauft. Und jetzt wieder selbstständig. Ich arbeite mit kleinen Kindern, die jetzt zum Beispiel keinen Vater haben, Was? die psychische Diagnosen haben. Und dann gehe ja, ich mit gewusst. denen aufzugehen helfen, Ja, was? reden, krass. Eltern unterstützen, Eltern, die auch psychisch krank sind. Nichts mit Social Media, verdienst du gar nichts. Nichts, Bro, nichts. Also alle, die mir sagen, oh, Setup, alles, was ich gezahlt habe, habe ich selber gezahlt. Ich habe bis jetzt keinen Rappen verdient. Das Einzige, was man sagen kann, die Lieblingstätte. Aber Bro, das ist so, ich habe pro T-Shirt irgendwie 5 Stutz verdient. Also, Aha, ja, ich habe auch schon T-Shirts gemacht, das machen alle am Anfang. ja, eben. Aber Der- sonst nichts habe ich Der andere verdient. kommt jetzt, glaube ich, auch zu dir. Der ist ja momentan voll vergessen gegangen. Der war früher ein riesen Bang. Ja. Er hat gesagt, er kommt an, er macht ja T-Shirts. Das ist immer das Erste, was du machst. Ja, genau. Aber viele Podcasts, die wir machen, die haben damals Sponsoren und so. Bro, ich habe nichts. Dass du da... Ich bin ja in SVP-Dings mal gegangen. Hast du vielleicht gesehen, SVP-Podcast? Der Nein. grösste Fehler gewesen, Alter. Schon? Ja, SVP, junger SVP-Podcast. Leute haben nachher gedacht, hey, passt perfekt, der Rassist. Ja, Viele haben mir voll. geschrieben, Ausländer nachher. Da bist du in dem Fall. Ja, SVP macht auch mich gute wollen Sachen, überpacken. die sich nicht auskennen. Ja, aber einfach ich bin einfach gegangen, es hätte SP sein. Ich weiss nicht einmal, welche Partei es gibt. Mich interessiert Politik nicht, weißt du, was ich meine? Ja, ich bin Ja, ähnlich. oder Grüne, mir ist scheißegal, aber die haben mich nachher gesehen und sie haben eben da einen Kleber dann gehabt. Die mit dem Schaf, kennst du das mit dem Schaf? Ja, Das ja. Schwarze rausgekickt. Ich vernimm das weg. Weißt du, ich kann nicht. Tu das weg. Weißt du, jetzt auf mein Getränk draufgeklebt. Die klippen es gerade nachher. Ja. Hä? Die klippen Ja, es nachher nachher ich gerade. rede mit dem, weißt du? Ja, voll. Passt Ah. ja perfekt. Das ist scheiße. Ja, Rassist. eben. Ich so, Scheiße, eigentlich ist es blöd. Aber ich habe dort, wenn man den Podcast eben schaut, ich schnurre gar nicht pro Dings, weißt du? Ja, das lange ja schon. Für die Leute, die sich eine Meinung machen, mit dem kleinen Hirn lange es ja schon. SVP, Birrenweich, Nazi-Video, Rassist. Wir haben es ja gesagt. Das musst du eben irgendwie schauen. Die haben eben auch Sponsoren gehabt. Irgendwie, die haben ich weiß nicht, ein Getränk oder so, wo ihnen, die haben denen dann Geld gezahlt. Und du musst es einfach dort irgendwo einblenden oder da irgendwo hin. Bro, schau, Wenn ihr was- irgendeine Firma seid und so, wenn ihr wollt, eure Werbung, ich kann es euch da hinein tun, wenn das Geld stimmt. Ich weiß nicht, ob ihr Cash will, aber... Bro, look, ich Wieso habe nicht, zum Beispiel so nicht die Tasse gemacht, damit ich kein Cola, Red Bull, dies, das habe. Ich habe das schon so konzipiert, dass wenn Werbedings kommen, ich bin ready. Bis okay. jetzt, ich rede auch offen darüber, ich habe 0 Rappen verdient. Ein paar sind mal so gekommen, ich habe einen Kleiderbrand, kann ich da So mit dir Startups und so, ja, die wollen einfach machen. ihre Ich habe gesagt, Produkte, ja, sagt mal, wenn ich dahinter stehen kann, wieso nicht. Aber nachher wieder nicht gemeldet und so Sachen. Du kannst Darum. dich eben bei Agenturen und so melden. Ja, aber du brauchst dann nicht auch eine gewisse Reichweite schon. Wir haben ja selber gesagt. Ich habe 770. Es ist im Fall nicht einmal so. Ich habe gesehen, beim Influencer Award sind irgendwie Leute nominiert gewesen. Nachher schauen wir, die haben 100 Likes, vorne hat es angezeigt auf dem Post. Ich so, hä, Alter. Okay. Und krass. Und heutzutage, ich kann auch einen Kollegen, er heißt Abilash, der Abi. Der Tamil, hast du vielleicht auch schon gesehen. Er hat weniger Followers und so als ich. Also deutlich weniger, aber er hat deutlich mehr Kooperationen. Okay. Er macht mit Postfinance und so Werbung. Für jenste andere Sachen, die mir jetzt gerade in den Sinn kommt. Er macht immer wieder Werbungen und so. Oder der andere Kollege, der Frank Show, mit dem bin ich auch, der Kameruner. Ich weiß nicht, ob ich gesehen habe, das letzte Bild, das ich gepostet habe, war mit ihm, dort im Influencer Award. Er macht Ja. Strassenumfragen. Ja, genau. Er postet mega wenig. Wenn er postet Werbevideos. Ja. Und er macht gar keine Dings. Er hat irgendwie 15'000 Follower auf Dings, auf Insta oder so, postet nie etwas. Also er hat schon Content früher gemacht, Ja. aber er macht nur noch Werbung. Du musst einfach die Falls jemand anschreiben. Bock hat, eben. Falls jemand Bock hat, ich bin offen, wenn es etwas ist, wo ich dahinter stehen kann. Einer ist mal gekommen, hat mir Cash bieten, auch gutes Geld für Werbung, für Casino. Aber das mache ich nicht. Wenn ich, Zu mir, nein, ich weiss, aber wenn ich über psychische Gesundheit Ja, ich rede meine, und du dann kannst sage, nicht, ja, mit dem Code HKN7 haben wir jetzt 15%. Das verstehst du? nein, das mache ich eh nicht. Weißt du, auf Das- Provision, immer Fixbetrag. Aber Das Casino, das machen mega viel nicht, ja. Ja, das mache ich auch nicht. Oder eben so Sachen mache ich nicht. Aber Ich sonst, eben schon, weil ich sehe es halt so, ja, bei dir ist es logisch, dass du es nicht machen kannst, aber weißt du, weil ich denke mir,
wenn jemand ins Casino geht, ich glaube nicht, dass wenn ich jetzt ein Video sehe auf Instagram oder TikTok vom Casino, ich gehe ja nicht gerade ins Casino und verschulde mich wie ein Idiot. Ja, aber Erwachsener du, Mann kannst nur ab 18 gehen, weißt du? eben, aber du unterschätzt die Dummheit der Leute, Bro. Ja, die, aber das die, ist, ja, die nein, fühlen aber dich. die sind ja selber schuld. Die fühlen mich, dich für mich. und dann sagen jetzt, hey, der Bierenweich macht das auch. Und ich habe jetzt noch einen Code, ich fühle ihn so, ich mache es auch. Und bam, keine Ahnung, 10'000 Schulden. Ja, aber das ich ist selber schuld, für mich sowieso. ist es selber schuld. Ja, für mich. 100%. Aber ich bin da ein bisschen Aber ich weiss, ja, viele sind dann. Ja. Ich habe auch für Tabakwerbung gemacht. Ich bin voll Anti-Raucher und so. Eben, gell, du hast das. Ja, ich habe gesagt, weil das Cash stimmt. Ja, sie haben mir 3200 Stutz gezahlt. Ja. Ich musste 2-3 Mal im Monat filmen. Ja. Ich musste nichts selber schneiden, nichts. Sie haben mich einfach aufgenommen. 3-2 jeden Monat aufs Konto gekommen. Ich so, voll easy. Ja. Kinder haben ja nicht wegen mir angefangen zu rauchen, weißt du, was ich meine? Ja. Es ist dann, wenn dann Kinder angefangen zu rauchen, das sind immer noch die Eltern verantwortlich, nicht ich. Nur weil ich jetzt Werbung über das mache. Aber ist das nicht vielleicht ein Grund, wieso dann Leute dich eher canceln? Weißt du, wie ich meine? Schau, der macht Werbung für Casino, der macht Werbung für Tabak. Ja, bei mir ist nichts anderes übergeblieben, weil Okay. das war ja dort auch schon Anzeige und so am Laufen gewesen und so. Okay. Und das war bei mir der Genickbruch für Anzeigen. checkst du? Ja, verstehe ich. Und LGBTQ ansprechen, obwohl ich sehe kein einziges Video von mir, wo ich sage, irgendwie scheiß Schwuchteln oder sie diskriminieren oder minderwertig darstellen. Ja. Ich habe das nie gemacht. Ich habe einfach meine Meinung gesagt und das ist das Problem, dass das nachher schafft die Firma einfach nicht mit dir. Ja. Vergiss es. So Samsung und so, kannst du gerade träumen. Ja. Ich bin offen. Falls du jemanden kennst. Ich kann gerne da. Ich auch, falls das Casino wieder kommt, schickst du es zu mir. Ja, schon, ja. Aber eben, du musst halt, was du kannst machen, ist eben Kingfluencers zum Beispiel anschreiben. Ich mache Werbung für die, macht no Sinn eigentlich, ist passt nicht. Aber er kann neu anschreiben zum Beispiel. Und ja, weil das sind so eben, aber die verdienen halt immer auch dran mit. Ja, lieber einen Teil vom Kuchen haben, als den ganzen Kuchen, der Du nichts musst nichts ist. machen, weißt du? Die machen für dich Vertrag und alles. Oder ich kenne noch einen, ich habe einen Manager gehabt, zum Beispiel Gens heisst er. Ja, ich kenne ihn sehr gut. Ah, der Gens, ja, ja, sicher. hat zu ihm. Ja. Aber Ja, ich weiß dann nicht, ob er auch. dich nimmt. Er hat mega viele Leute gebraucht, oder? Er hat es für mich organisiert, auch das mit Schnupfhaus. Ja, genau. Ja. Er hat für mich eben dann Firmen angeschrieben und viele wollten nicht mit mir zusammenarbeiten. Ja. Und dann irgendwann mit dem C-Teams-Management übernommen und dann nachher jetzt meine Frau macht es. Das schreiben wir selber an, oder? Aber im Gens auch, er hat seinen Teil bekommen, ja, was auch richtig ist, oder? Ja, eh. Mir ist jetzt meine Frau, machen wir selber und Ja, sie das schreibt ist ja noch selber besser. die Firmen an. Und wenn es rauskommt, sie macht alles und dann komme ich alles über das Cash, oder? Ja. Außer der Kameramann muss ich dann noch zahlen selber, oder? Also ich bin ein unbeschriebenes Blatt. Jeder, der Bock hat. Ja, Gerne. viele machen es, die ich aber kenne, die gehen auf Instagram, die schreiben auf ChatGPT, auf diese Firmen. Dann gehst du auf Insta, kannst schon einen Text vorbereiten und dann kannst du ihnen zum Beispiel schreiben, sagen wir zum Beispiel, wie heisst der Äpfelsaft, Ramsayer zum Beispiel, schreibst du ihnen, hey, ich habe einen Podcast, haben ihr Lust auf Kooperation, fertig. Nachher sagen sie dann meistens, hey, schick auf die E-Mail, wenn sie interessiert sind oder sie sagen, nein, wir brauchen niemanden. Das kannst du natürlich auch machen. Das kannst du einmal am Tag eine Stunde anhocken. Ja, Einmal fix. im Monat und das machen. Ja. Für Ja, mich ich hätte kannst du extra, ich gehe nochmal Vollgas rein mit dem Podcast. Ja, voll. Mal probieren. Eben, mehr Weil als manchmal kannst hast du du nicht gute bekommen. Aufrufe gehabt bei den Dings. Ich habe ja dich auf der For You und so gesehen. Eben, ja, voll. Du hast ja manchmal schon gute Aufrufe. Ich weiss jetzt nicht, wer Follower-Zahl spielt gar nicht mehr so eine Rolle. Eben, gell. heutzutage. Es ist nur, wie viele Leute du erreichst. Ja, mega viel gesehen, die mega wenig Followers haben. Ich habe viele Followers jetzt auf TikTok, aber was bringt mir das? Ja, eben. Nachher habe ich Videos mit 1000 Aufrufen. Ja, ich muss auch mehr ein bisschen so Kurzvideos machen und so mal ein bisschen das in die Ja, For du You-Page verpesten von den Leuten. Dann kommt das schon gut. Bringen bringst wir ihn heim. wie du Bringst du sagst. ein, ja. Brosi, hast du noch irgendetwas zum Sagen? Nein, ich glaube, ist alles gesagt. Wie lange sind wir jetzt schon dran? Boah, keine Ahnung, ich muss nachher mal schauen. Ich glaube, wann haben wir angefangen? Ja, es ist schon 3, Alter. Du Ja. hast doch einen Termin, oder? Nein, ich kann nicht. Also ich habe meinen Kurs, ich habe jetzt angefangen Instrument zu spielen, wegen Ja. Dopaminausstoß und so. Ah, hast du das ernst gemeint in dem Fall vor? Du hast ja das erwähnt. Ja, voll. Aha, voll. was für ein Instrument? Ist so türkische Gitarre, Saz heisst. Also ähnlich wie das Chifili Chifli, ja. von den Ja, was? Albanern. Mit den Hütchen, ja, der Turban, ja. Ah, geil, Alter, ja, easy. Voll, ja. Aber erst am Abend, von dem her, ich habe Zeit. Ah, am Abend? Ah. Ja, wir können sonst noch raufgehen. Okay, easy. Ja, nein, es passt. Danke, dass du da warst. Gern, Bro. Geil, ich finde es super erfrischend, dass es so offen und direkt und alles raus. Und ja, man sieht das selten
auf der Schon. For You Page. Nachher Ja, schaue finde ich den Podcast. Fuck, nein, das habe ich noch nie gehabt. Das ist jetzt mein 4. Podcast. Wo bist du gewesen? Du bist beim Ausländer gewesen? Ausländer-Dings. Ich war beim Jared gewesen. Und beim... oder bin ich nochmal einer gewesen? Also SVP auch noch. SVP, Nur die 3. Jared, Ausländer. Kann sein, nur die 3. Und bald zu sehen bei Thronfolge. Eben, dort habe ich mich eigentlich wie selber... Ich habe ihnen angeboten, dass ich bei ihnen reingehe. Eben, das kann sie, anstatt dass sie es mir dort kommt, so sagen, sagt mir es vor den Leuten, vor allen Leuten. Weil ich habe ja auch vor den Leuten das Video eben gemacht und sie ein bisschen... Ich habe einfach meine Meinung dazu gesagt. Sie hätten dann können, an ihrer Community, die recht gross ist, die hätten mich rasiert, sehr wahrscheinlich. Ja, egal. Ich habe gesagt, das würde mir sogar schaden, aber ich glaube, die anderen, sie denken sicher, sie wollen mir keine Plattform zu geben. Aber ich habe ihr gesagt, mir ist scheißegal, welche Plattform. Ja. Sie haben mir nicht geschrieben. Aber sie, am Anfang, sie hat einmal dort hat sie gesagt, ja, können wir gerne machen. Die Karin, aber die anderen eben, ich glaube. Mit der habe ich eben auch... Ich war mal beim Radio Energy gewesen, und mit der habe ich die ganze Morgenshow dort gemacht. Okay. Also mit dem Roman Kilchsberger und mit ihr. Okay, also kennst du die eigentlich schon? Also von dort einfach, Ja. ja. Also, kennen, ja. Ich habe eigentlich noch nie mit denen geschnurrt. Die anderen haben zwar gesagt, ich hätte schon mal mit ihr geschnurrt, aber ich habe nie mit ihr geschnurrt. Sie einfach am sagen, ich habe mit ihr geschnurrt dort und so. Ich habe noch nie mit ihr ein Wort geschnurrt. Ja. Ich bin mega oft zum Radio Energy gegangen. Okay. Ich habe einen gekannt. Ich bin mega oft dort Telefonjokes machen und so. Ich bin mega oft dort gekommen, ja. Ja, krass. Ja, ja, das wäre aber mega interessant, weißt du, so. Eben die Frauen, ganze Dings da, die sind voll Feministinnen und so, voll auf das. Und dann ein Typ, der dort noch einfach seine... Einfach kann auch ein anderer sein und ich würde es mir nicht sehen, scheiß auf mich. Der Das Hamza wär Raya geil. sollte nicht vorbeigehen oder so, Es das wäre wäre geil. allgemein geil, so ein Podcast, wo du 2 Gegenseiten nimmst und Das dann... wär mega hast du ein geil, bisschen- Wie früher der Leroy da im Rollstuhl. Ja, Weißt das du, habe ich welcher? eben dem Kollegen gesagt, weil ich so, mach ihn nach, tu dich extra, gang extra im Rollstuhl und dann kommst du später. Am Kollegen, weil er wird auch einen Podcast machen. Ja, Der Kopf da, ja. Und genau, Leroy habe ich mega gerne geschaut. ja, genau. So Er hat etwas. voll Hate bekommen, und alles, dass er sogar aufgehört hat. Eben. Ja. Das ist eigentlich hure blöd. Er hat die sind ja freiwillig dort gegangen, weißt du? Er kann ja nicht beeinflussen, was die sagen. Ja, fix. Er Dann kann tut ja nur ein bisschen oder? managen. Das aber habe ich die mega reden interessant gefunden. Ein Nazi ist gegen einen Ausländer am Reden Genau. gewesen, zum Beispiel. Genau. Oder eben Schwule gegen nicht. Oder Ja. Genau. Transen. Und Veganer gegen Fleischfresser. Genau, mit dem So. Markus Rühl und so. Hure Ja, interessant gewesen. Ich glaube, alles das Zeug geschaut. Ja, das wäre geil, aber ich glaube, dafür ist die Schweiz Mach. zu... Ich würde sofort kommen, wenn du so eine da bringst, so irgendeine Feministin oder so. Also ich schaue. Ich wäre dabei. Karin kann... Oder der Hamza, den Hamza, den musst du noch Cash geben, der ist geizig halt. Oder Ich irgend, rede weißt, lieber irgend, ich, nein, ich nicht rede die, lieber einfach irgendwelche anderen Leute zu irgendwelchen Themen. Es müssen ja nicht mal bekannte Leute so sein. Das wäre Ja, du musst auch eine Meinung haben. Du musst einfach eine Meinung haben und die können vertreten. Du musst nicht mal berühmt sein. Ich meine, die Nein, ersten, du musst nicht berühmt die sein, ersten 40 Folgen von mir, 30 Folgen, sind keine berühmten Leute. Sie erzählen einfach aus Ja, ihrem ich bin ja Leben. nicht ein Superstar oder so. Ja, die aber einen kennen ich mich. Ja, Man ja. kennt dich einfach. Aber das wäre mega interessant, wenn du das würdest machen. Das würde, ja. Also bei der ersten Kooperation, die reinkommt, fangen wir das an. Das wäre mega geil, ja. Nein, das wäre krass. Mit Machen diesen folgen Worten ihm und bringen den heim. Alter. und folgt auch am Bierenweich für ehrlichen Content. Ja. Und Danke wenn ihr fürs gerne Rassisten Zuhören. Und wenn ihr gerne Rassisten habt, wir sind beides Rassisten und wir stehen dazu. habt, bringen heim. Flieg heim. Lernen wir voneinander, lachen wir miteinander. Adi miteinander. Ciao, ciao. Schönen Abend.